Moin Oliver, herzlich willkommen. Herzlich willkommen an Sie alle. Guten Tag. Eine kurze technische Anmerkung. Heutigen Austausch. I'll do it in English. It won't be in language Ich of. werde in Englisch sprechen, auch wenn es nun nicht die Sprache unseres Austausches sein wird. Also, wenn Sie Luxemburger sind und wenn Sie alle drei Sprachen, also Französisch, Deutsch, Luxemburgisch verstehen, wenn Sie all diese drei Sprachen verstehen, dann können Sie im Zoom das Original verfolgen. Wenn Sie allerdings weder Deutsch noch Luxemburgisch verstehen, dann wählen Sie bitte den französischen Kanal aus, um dann dort die Verdolmetschung zu haben. Wenn Sie des Luxemburgischen nicht so ganz mächtig sind oder des Französischen, können Sie unserer Simultanübersetzung folgen auf Deutsch. Und ich übergebe das Wort an Christoph Schröder. Merci, Jonathan. Vielen Dank, Jonathan. Schönen Nachmittag und willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute alle zugeschaltet sind zu unserem EU-Tag. Von der Vertretung der Kommission in Luxemburg und der Vertretung des Europaparlamentes in Luxemburg präsentiert wird. Es ist jetzt ein Jahr her, dass Corona in Europa aufgetreten ist. Und seitdem haben wir es zu tun mit einer der größten, vielleicht auch mit der größten Herausforderung auf diesem Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg. Einer Krise, die uns in unserer persönlichen Gesundheit betrifft, in der Gesundheit unserer Familienmitglieder, unserer Bekannten, unserer Eltern, unserer Kinder, die uns aber auch nicht nur physisch betrifft, sondern auch psychologisch, die auch unsere Wirtschaft betrifft, die uns auf ganz vielen Ebenen betrifft. Seit Anfang der Krise hat das Europaparlament darauf gesetzt, eine gemeinsame Antwort zu finden. Eine gemeinsame Antwort, um die Gesundheitsherausforderungen zu bestehen, aber auch eine gemeinsame Antwort, um die ökonomische Krise, um unsere Wirtschaft wieder flott zu kriegen, wenn wir über diese erste Phase der gesundheitlichen Herausforderungen hinweg sind. Mittlerweile haben wir über Hunderttausende Tote zu beklagen, Millionen von Personen, die infiziert wurden. Und Ende letzten Jahres war es dann aber so weit, dass wir sowohl für die gesundheitlichen Herausforderungen mit Impfstoffen an einer Lösung waren und dass wir auch auf der anderen Seite auf europäischer Ebene einen Haushalt mit den entsprechenden Mitteln für die nächsten Jahre haben, um uns wieder aus dieser Krise herausbringen zu können. Mittlerweile wird seit 5-6 Wochen in Europa geimpft. Viel mehr, als wir das wahrscheinlich im Sommer noch überhaupt uns getraut hätten zu hoffen. Viel weniger aber als viele von uns, die mittlerweile von Corona und den Auswirkungen und unseren Schutzmaßnahmen dagegen müde geworden sind, jetzt gerne hätten. Vor 2 Wochen haben wir Ihnen im Rahmen eines Midi de Consommateur die Experten präsentiert, die auf Ihre Fragen geantwortet haben zur Impfung. Heute wollen wir aufgrund all der Diskussionen, die wir sehen und die uns auch als Bürgerinnen und Bürger direkt betreffen, die Möglichkeit geben, die politischen Elemente dieser Impfstrategie zu diskutieren. Ich freue mich, dass wir Ihnen dazu die Experten präsentieren können, die sich genau mit diesen Themen befassen. Die luxemburgische Gesundheitsministerin, die heute auf den Tag ein Jahr im Amt ist. Herzlich willkommen, Paulette Lehnert. Aus dem Europaparlament den Abgeordneten Peter Liese von der CDU. Er koordiniert die Gesundheitspolitik der größten Fraktion im Europaparlament, der Europäischen Volkspartei. Aus Luxemburg die Abgeordnete Tilly Metz, die für die Grünen an dem Thema dran ist. Wir haben die höchste Beamtin der Europäischen Kommission, die für Gesundheit zuständig ist und die jetzt auch weiterhin in den Verhandlungen mit Impfstoffherstellern aktiv ist, Sandra Gallina bei uns. Und wir haben den luxemburgischen Epidemiologen Michel Pletschet von der Maximilians-Universität in München bei uns. Das Ganze wird Ihnen moderiert von Jonathan Tronchon aus unserem Büro des Parlaments, an dem ich das Wort direkt weitergeben. Ihnen allen eine gute, interessante Diskussion. Sie haben noch die Möglichkeit, im Chat Ihre Fragen zu stellen, die der Jonathan dann auch im Laufe der Diskussion, im Laufe der nächsten 60, 70 Minuten aufgreifen wird. Ihnen allen eine gute Diskussion. Schön, dass Sie heute Mittag bei uns dabei sind. Vielen Dank, Christoph Schröder. Ich kann vorab nicht versprechen, jede Frage zu übernehmen, weil wir haben schon im Vorfeld eine Menge bekommen. Just quickly in English, because I see we have many more people who joined. Schnell nochmal auf Englisch, weil ich sehe, dass nun viele sich auf Zoom noch eingemeldet haben. Wir haben eine Verdolmetschung. Wenn Sie dieses Globus-Symbol anklicken, können Sie entweder den französischen Kanal anklicken
oder eben den deutschen Kanal. Auch dort klicken Sie bitte auf diesen Globus, auf die Weltkugel, die Sie unten sehen bei den Icons. Und wählen Sie den deutschen Kanal. Wenn Sie aber alle Sprachen verstehen, auch Luxemburgisch, dann bleiben Sie bitte im Original und hören Sie allen Sprachen direkt zu. Ein Sprachenswitch, den man so entweder nur im Europäischen Parlament oder in Luxemburg hinkriegt, aber auch meinerseits nochmal ein herzliches Willkommen. Wir fangen an mit Sandra Galina und ich switche nun ins Französische. Frau Galina, also herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Wir haben ungefähr 10 Minuten bilateral mit Ihnen, denn Sie haben ja die Verhandlungen für die Europäische Kommission koordiniert für den Ankauf der Impfstoffe. Und ich denke, dass wenig Leute wissen, dass Sie auch die Chefverhandlerin waren des Freihandelsvertrags mit den Mercosur-Staaten. Also vielleicht können Sie uns ja ein bisschen über diese beiden Missionen, die Sie hatten, Bericht erstatten. Wie sind diese Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten einfacher sozusagen als die Verhandlungen nun für die Impfstoffe, denen wir derzeit beiwohnen? Eine sehr schöne Frage, die Sie mir stellen. Das ist das erste Mal, dass man sie mir so stellt. Das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Nun, zunächst einmal bin ich sehr geehrt, dass Sie mich hier eingeladen haben, denn ich denke, dass wir auch so die Personen zeigen können, die etwas getan haben, damit die Menschen auch verstehen, wie sich das Ganze zugetragen hat, wie sich alles durch das letzte Jahr auch durchgebracht hat. Wir hatten ja 0 Impfstoffe letztes Jahr. Jeder sagte mir nun, Covid, ja, wir schauen mal, was wir machen. Man hat von Lockdown gesprochen und wir wussten aber nicht wirklich, worin wir da unterwegs waren. Ich habe nochmal gesagt, dass die Pharmaindustrie wusste ein bisschen besser, was da auf uns zukommt, denn in den Verhandlungen im Vertrag gibt es diverse Elemente, die auch auf dieser Unsicherheit fußen. Also erster Punkt, es gab die Idee, das war nicht meine Idee, also ich danke dort denen, die die Idee hatten. Man hat mir nur die Mission aufgegeben und gesagt, so jetzt gehst du los und machst was. Es gab ein Portfolio. Es gibt nicht nur 1 oder 2 Impfstoffe, aber dass wir wirklich ein Portfolio haben, wo alle möglichen verschiedenen Impfstoffe zusammenkommen, denn wir wussten nicht, welcher Impfstoff am Ende denn der richtige sein würde. Und ich sage Ihnen nochmal, selbst die Wissenschaftler, die Experten, wir haben viel mit denen geredet. Wir haben nationale Gruppen gesprochen, mit europäischen Gruppen, alle möglichen Expertengruppe auf allen möglichen Ebenen. Und es war sehr schwierig herauszufinden, welcher Impfstoff denn nun der erfolgreiche sein würde. Eine Anekdote dann noch. Ich hatte einen Kollegen im Bereich der Forschung und habe ihn immer mal wieder angerufen, also fast täglich eigentlich. Und habe ihn gefragt, welcher Impfstoff ist denn der beste sein wird. Ich sage, der mRNA-Messenger. Das ist der Impfstoff, den es gibt. Aber wie viele gibt es davon? Und sagt er mir, aber keinen haben wir noch. Dann sage ich, na, wie werden wir den Impfstoff kaufen? Nun, Sie müssen wissen, in unserem Portfolio gibt es 3 von diesen mRNA-Botenstoff-Impfstoffen, gibt es in unserem Portfolio. Ich möchte Ihnen also dadurch sagen, dass das wichtig war, dass verhandelt wurde, sowohl durch die Mitgliedstaaten für die Mitgliedstaaten. Wir haben also eine Steering Group, an denen alle teilnehmen. Es gibt eine kleine Verhandlungsgruppe, in der die Mitgliedstaaten sind. Und jedes Mal, wenn wir eine schwierige Entscheidung zu treffen hatten, sind wir wieder zu diesem Steering Committee zurückgekommen und haben gesagt, nun, wir können es entweder so oder so machen. Aber darüber wollte ich Ihnen auch die Frage stellen, denn die Europäische Kommission hat ein recht klares Mandat, was nun den freien Handel angeht. Aber was die Gesundheitspolitik angeht, ist es ein bisschen anders. Nein, wir haben dort keine Kompetenzen. Das stimmt, wir haben keine Kompetenzen in dem Bereich. So einfach ist es. Und was ich Ihnen sagen will, ist, dass ich versucht habe, eine gewisse Kapazität aufzubauen zwischen meinen Händen. Aber ich habe wirklich immer wieder gefragt, was bevorzugen denn die Experten? Und ich fand diesen Austausch sehr, sehr, sehr schön. Wenn ich es wieder unterbrechen habe, ist es eine diplomatische Art und Weise, doch die Dinge vorzustellen. Ja, aber ich habe diese Situation bevorzugt. Denn lassen Sie mich eine Sache sagen. Wir müssen auch realistisch bleiben, wenn man über exklusive Kompetenzen sprechen. Ich kann dort noch weiter zurückgehen in meiner Vergangenheit. Ich habe immer gesagt, in der Vergangenheit haben wir das immer die erste Säule genannt. Aber diese Idee der exklusiven Kompetenz ist vielleicht, ich habe vielleicht nicht nicht die orthodoxeste Art und Weise. Ich denke nicht, dass sie wirklich, es gibt sie im Gesetz, klar.
Aber wir brauchen immer die Unterstützung der Mitgliedstaaten. In der Kommission können wir ja nicht uns erlauben, auch wenn wir die exklusive Kompetenz haben, einfach zu tun, was wir wollen. Also, wenn ein Funktionär in dieser Illusion lebt, dann wird er niemals erfolgreich sein. Also wir müssen immer mit den Mitgliedstaaten sprechen. Und ich hatte schon diese Tendenz, die Mitgliedstaaten als Partner zu sehen, natürlich. Denn die Kompetenz, nun gut, wir haben sie natürlich, aber die Mitgliedstaaten ziehen ja daraus Nutzen oder müssen zahlen am Ende, ob das nun ein Handelsvertrag ist oder andere Verträge. Also ich muss sagen, dass ich fand, das war wirklich sehr anpassungsfähig, denn ich hatte wirklich eine Vision bereits, die sich sehr auf die Mitgliedstaaten konzentriert. Europa ist für mich alles. Also Sie sehen hier die Fahne hinter mir, das ist wirklich in meinem Kopf verankert. Aber ich finde, dass wir diese Diversität haben durch die Mitgliedstaaten mit verschiedenen Bedürfnissen natürlich. Genau, reden wir also über die Bedürfnisse und diese Diversität der Mitgliedstaaten. Es gibt natürlich einen großen Mehrwert, auch auf kultureller Ebene zum Beispiel, aber haben wir dadurch nicht doch auch viel Zeit verloren? Ich denke nun an die Diskussionen, die es gab mit dem Impfstoff um den AstraZeneca-Impfstoff. Dort hat das Vereinigte Königreich ja 3 Monate vor der Europäischen Union die Verhandlungen abgeschlossen. Nun, lassen Sie mich eines sagen. Wenn wir über ein Einverständnis sprechen, dann ist es kein Vertrag. Also die Diversität hat uns überhaupt kein Hindernis gestellt. Wir waren sehr schnell. Aber ich muss sagen, dass wir versucht haben, dort einen solidarischen Ansatz zu haben, was nicht längere Zeit beansprucht hat. Nein, was schwierig war zu verhandeln, und das war, weil es eine Entscheidung der Mitgliedstaaten gab, die wirklich sehr solide war. Das war ein Kapitel, dass wir die verschiedenen Verantwortungen haben und wer trifft die Entscheidung und wer zählt. Und ich bin sehr froh, dass wir die Product Liability Direct Line nicht angefasst haben. Aber in einer Pandemiezeit muss ich sagen, dass das Erste, können Sie das noch mal kurz erklären? Nun, das ist eine Direktive, eine Richtlinie, die es gibt, die durch jede Mitgliedstaaten angewandt wird. Dort gibt es noch nationale Varianten. Aber im Grunde, wenn man ein Produkt hat, egal welches Produkt, sagen wir jetzt für die Pharmaindustrie haben natürlich andere Charakteristika, die ein bisschen detailreicher sind, aber sie haben ein Produkt und wenn es dort jemanden gibt, der bezahlt, also sagen wir jetzt mal, dass der Mixer zu Hause explodiert in der Küche und diese Liability ist wirklich wichtig. Es gibt dort eine Facette, die noch ein bisschen versteckt ist von dieser Product Liability, dass wir hier keine Schiedsgerichte haben in Europa. Und die pharmazeutische Industrie hat dort über Schiedsentscheidungen beschlossen. Das haben sie ja in den Vereinigten Königreich. Und wir sagen, nein, wir haben Richter, wir gehen wirklich vor die Gerichte und jeder Bürger hat das Recht, eben vor Gericht zu ziehen. Es gibt nicht diese ganze Schiedsrechtsprechung. Und mit dem Impfstoff nun, auch da möchte ich keine Verantwortung haben. So, wir haben also mehr Zeit gebraucht. Der Grund ist da. Und ich habe Verträge. Das bedeutet, dass man eine Verantwortung für den Vertrag hat, eine Verantwortung für das Produkt. Wir haben Termination Clauses, Beendigungsklauseln und so nach und nach auch mit der Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir das wirklich veröffentlichen können. Das ist ein bisschen unsere Frustration als Kommission, dass wir es nicht veröffentlichen dürfen. Denn das sind alles Verhandlungen, wo wir sagen, nun gut, das ist das Privateigentum und das können wir einfach zeigen. Nein, wir müssen dort wirklich aufpassen. Wir haben dort Richtlinien von der Kommission und wir möchten aber trotzdem langsam veröffentlichen, denn wenn jetzt andere veröffentlichen und wir nicht, dann wird es ein bisschen schwierig. So, Frau Gardin, ich muss Sie leider unterbrechen. Ja, unterbrechen Sie mich, kein Problem. Aber ich weiß, dass Sie ja demnächst leider gehen müssen. Also sagen Sie mir zuerst, wie viel Zeit haben Sie noch? Sie haben kein Problem, Sie haben eine Priorität. Also wir werden noch kurz über den Kauf von Impfstoffen sprechen und werden dann zumindest das Kapitel mit Ihnen beenden. Na, das ist aber sehr gut. Denn es wurde ja auch hier sehr viel Kritik geäußert, dass eben man nicht mutig genug war beim Ankauf von Impfstoffen. Sie haben ja bereits darüber gesprochen, über mRNA-Stoffe, Moderna, BioNTech, Pfizer etc. Das sind die Impfstoffe, die es gibt. Hätten wir dort vielleicht mutiger sein sollen im Ankauf? Nun, ich denke nicht.
Ich werde nun nicht in jeder einzelnen Phase. Wir hatten 160, 165 Entwicklungsmöglichkeiten für Impfstoffe. Zuerst gab es die wissenschaftliche Frage einerseits, aber auch die Frage, und das ist da die Frage, der wir heute gegenüberstehen. Wir hatten das damals auch wirklich im Kopf. Das ist die Produktionskapazität. Das ist nämlich der eigentliche Flaschenhals. Und ich sage Ihnen nochmal, dass wir wirklich gut daran getan haben, wirklich auf die Großen zu wetten. Denn diese Quantitäten, über die wir sprechen, das machen sie nicht mit einer kleinen Fabrik. Wir hatten immer diese Produktionskapazitäten im Hinterkopf und als es diese ganze Polemik gab, vor allem in Deutschland, sie haben also alle Technologien werden wir haben, aber eine haben wir nicht. Die versuche ich gerade noch nachzunehmen. Das ist die Neva. Das ist der älteste Impfstoff, ein bisschen so wie Pasteur es damals noch gemacht hat. Das ist eine Protein, die wirklich mit der Hand genommen wird, mit der Pinzette. Und das machen wirklich nur die Chinesen derzeit. Das ist ein Impfstoff, der sicherlich teuer ist in der Produktion, nicht sehr einfach in der Anwendung, aber wir kaufen ihn trotzdem an, denn es scheint, dass selbst für Menschen, die Probleme mit dem Immunsystem haben, ist das Beste. Das ist ebenfalls eine wichtige Information, denn Sie haben ja gesagt, Impfstoffe, chinesischer Impfstoff. Also wir kaufen auch dort. Genau, wir kaufen alles nicht nur in Europa. Wir schauen auch, wir müssen nicht nur in Europa kaufen, sondern wir haben auch andere strategische Partner, wo wir das kaufen können. Wir werden alle möglichen Impfstoffe haben, auch aus Russland. Aber diesen Typus, den wir dort haben, werden wir natürlich auch interessant finden. Man spricht darüber, dass wir jetzt Sputnik einkaufen. Und gut, wir haben schon 2 dieser Impfstoffe. Wir haben den AstraZeneca-Impfstoff, der uns ein bisschen, Sie wissen schon, wie sie mit uns umgegangen sind. Aber es gibt auch Johnson & Johnson, der nun auch demnächst kommen wird. Das ist eine Abwandlung des Ebola-Impfstoffes. Es gibt Studien, die ELEMA-Studien sind sehr gut und wir sehen, dass das auch wirklich sehr ernsthaft ist, dieser Impfstoff. Und wenn man jetzt nun jemand denkt, dass Sputnik besser ist, na gut, aber kommen wir nun. Ich möchte nur auf einen Punkt zurückkommen, weil Sie haben über Produktionskapazitäten gesprochen. Ich denke, das ist sehr wichtig, denn das, was gerade ausbremst, die Produktionskapazitäten ausbremst, ist, dass die Lizenzen, die es ergibt, die Patente, die angemeldet wurden, durch die Pharmaindustrie, die Impfstoffe entwickelt haben, ist nun die Frage, ist das wirklich der Moment nun dafür? Aber das ist ja kein öffentliches Gut. Sollten diese Lizenzen, diese Patente nicht öffentlich sein, damit jeder, der die industriellen Kapazitäten hat, diese Impfstoffe auch herstellen kann? Nun, um ehrlich zu sein, wir sind derzeit in dem, was man eine Fallacy nennt. Und das Problem ist nicht, dass diese Lizenzen nicht weitergegeben werden, denn ich habe auch 2 Produzenten, die ihre Lizenzen veröffentlicht haben und die haben dort nicht so viele Probleme. Aber das Problem, was wir haben, ist, dass wir keine Kapazitäten haben. Das heißt, um den Impfstoff zu produzieren in der Zukunft, wenn wir dann eine neue Ära haben, unser Zubereitungssystem nicht nur in der Pandemie, aber auch in anderen Krisenzeiten im Gesundheitssystem, dann haben wir dort bereits Produktionskapazitäten identifiziert. Derzeit sind alle Kapazitäten reserviert, genutzt. Also selbst wenn es jetzt jemanden gibt, der spontan eine Lizenz veröffentlicht, an wen würden Sie die geben? Es gibt sehr viele Kapazitäten im Fill and Finish, das ist möglich in Europa, ist sehr weit ausgebreitet in alle Mitgliedstaaten, aber der Biovektorimpfstoff und diese Fabriken, die diese Impfstoffe herstellen, das ist eine Produktion, die sehr kompliziert ist, sagen wir mal. Das sind biologische Substanzen, die auch Probleme verursachen können. Aber Sie haben ja auch Interessen, dass Ihre Lizenzen nicht weitergeben, Ihre Patente. Nun, aber in unseren Verhandlungen, ich bin ehrlich mit Ihnen, hatten wir nicht das Gefühl, dass das so schwierig wäre. Für einige war das ein schwieriger Punkt, aber wir haben jetzt Pfizer-BioNTech zum Beispiel. Ist Ihr Patent, Ihre Lizenz, Ihre Produktionslizenz, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist das denn öffentlich? Soweit wie ich weiß nicht. Nein, aber das ist nicht das ist nicht der wichtige Punkt. Selbst wenn es öffentlich wäre, wer würde es denn produzieren? Ich bin ehrlich mit Ihnen, es ist sehr kompliziert, denn die Produktionskapazität für solche schwierige Produkte wie ein Impfstoff, das fällt nicht vom Himmel. Für einen Impfstoff, selbst ein alter Impfstoff wie der von Valneva, haben wir einen Produzenten in Europa,
Und Sie können sicherlich auf diesem Weg starten, zu sagen, ich möchte die Lizenz, ich möchte das, aber wem geben Sie das denn? Denn die die Quantitäten herstellen können, haben bereits die Lizenzen. AstraZeneca zum Beispiel hat dem Serum Institute, auch Johnson Johnson hat die Lizenz weitergegeben. Sie haben das bereits getan. Also Sie sehen, das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Produktionskapazitäten. Sie brauchen eine Fabrik und derzeit ist es eben ein bisschen zu spät, jetzt eine neue Fabrik auf die grüne Wiese zu setzen. Der Phase, in der wir heute sind, wir haben immer wieder den Willen gehabt und gesehen, dass wir derzeit eben Schwierigkeiten haben. In der Zukunft kann sich das natürlich verändern. In der Zukunft werden wir den Impfstoff ja haben. Aber wir sind derzeit in einer sehr spezifischen Situation. Es gab keinen Impfstoff zunächst, sehr wenige haben ihn entwickelt und noch weniger haben auch die Zeit gefunden, die Kapazitäten zu entwickeln parallel. Denn wir müssen ja dort ehrlich sein, in 10 Monaten haben wir einen Impfstoff hergestellt, das darf man nicht vergessen. Und ich spreche gegen die sagen, ja, wir brauchen 10 Jahre. Nein, heutzutage ist es möglich. Es ist eben wie mit einem Computer. Ich brauche nicht mehr 3 Monate, um einen Brief zu schreiben und per Brieftaube zu verschicken. Wir haben heute Computer und das kann ja auch alles beschleunigen. Alles wurde beschleunigt, aber wir haben trotzdem die Sicherheit mit berücksichtigt und alles, was Etikettierung war, ging sehr schnell und es war sehr innovativ, die verschiedenen Ansätze. Wir hatten auch die Rolling Review, dass wir eben die Daten immer wieder weitergeben, sowie die Unternehmen das auch produzieren. Denn wenn sie warten, bis sie wirklich den großen Auftrag haben, dann würden wir immer noch warten. Also dort waren Unternehmen wirklich sehr nett. Johnson Johnson zum Beispiel werden jetzt die dritte Phase der klinischen Studien beenden. Und ich habe am 12. Februar, könnte ich dann erst praktisch eine Lieferung machen. Aber nein, wir haben schon bestellt und das ist etwas, was wirklich alles sehr schnell beschleunigt und vereinfacht. Aber es braucht natürlich auch einen Willen zum Risiko, denn ich habe Ihnen ja gesagt, das ist etwas, was man eben nicht sieht. Wir wussten nicht, ob diese Impfstoffe erfolgreich sein würden. Und ich komme nochmal auf das Prinzip zurück. Selbst wenn es dort einen sehr großen Staat gäbe, einen sehr reichen Staat, hätte dieser Staat nicht das Glück gehabt, auf Risiko 3 mRNA-Impfstoffe zu kaufen. Wir haben es getan. Wir haben gesagt, wir haben das Geld zusammengelegt und wir haben 3 Produkte gekauft, die ein absolutes Risiko darstellen, wo man nicht sicher war, ob es erfolgreich sein wird. Das war wirklich eine Premiere. Das ist, nur so kann man die Logik des Portfolios verstehen. Noch eine letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Ach, die letzte schon. Man hat mir gesagt, dass Sie nur 10 Minuten haben. Und bis 12:45 Uhr, jetzt sind wir schon über die Zeit. Aber Sie sind ja noch da. Ja, das ist eine interne Sitzung, aber die können ein bisschen auf mich warten. Also stellen Sie Ihre Frage. Vielen Dank dafür. Letzte Frage. In den USA gibt es ein Forschungszentrum, das Vaccine Research Center. Das ist eine interne Abteilung, ich muss es leider ablesen, ich kenne es nicht aus, eine interne Abteilung des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten unter der Leitung von Herrn Anthony Fauci, dem berühmten Arzt. In der Europäischen Union gibt es aber nicht solch eine Einrichtung. Nein, gibt es nicht, aber es ist wirklich an der Zeit. Die Zeit ist eigentlich schon durch. Die Pandemie ist da und wir haben dieses Forschungszentrum immer noch nicht. Wir haben jetzt ganz gut durchgehalten mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen. Wir haben es geschafft, mit unserem Willen, mit dem Willen der Mitgliedstaaten, uns Impfstoffe zu geben, ein gutes Portfolio aufzustellen und uns ebenfalls das alles in der absoluten Demokratie durchzuführen. Denn ich sage Ihnen, wir haben wirklich alles in Bewegung gesetzt, damit die Regeln respektiert werden. Natürlich, die Verträge sind noch nicht öffentlich, aber wir haben jetzt nicht irgendwie das Geld vom Verteidigungsministerium genommen und Dinge gekauft, ohne dass es jemand sieht. Nun, aber wenn Sie mich kurz einhaken lassen, das ist wirklich hier die Transparenz haben Sie ja schon besprochen, aber ich möchte eher darauf zu sprechen kommen, dass es eben keine Kultur gibt. Genau, ich komme nun darauf. Um darauf nun zu antworten, das ist das, was alles ausgelöst hat, ein Nachdenken, ein internes Nachdenken dieser Ära-Strategie. Genau, das ist aber die Zukunft. Ne? Wir sind jetzt nicht in weiter Zukunft, wir werden das haben. Ne?
Genau, aber die Erfahrung, die wir jetzt mit den Impfstoffen gemacht haben, hat uns gezeigt, dass wir auch selbst ein Horizon-Scanning durchführen sollen, dass wir diese Kapazitäten haben, der Pathogene, die dort auf uns zukommen, und Menschen, die in der Wissenschaft sind, die wissen das, was da auf uns zukommt. Aber das reicht nicht aus. Wir haben dort schon Exzellenzzentren, was die Forschung in diesem Bereich angeht, aber es ist noch nicht ein wirkliches Netzwerk. Es gibt ein Forschungsnetzwerk, natürlich, aber wir müssen nun weitergehen, wo wir jemanden haben, der sich anschaut, welche Produktionskapazitäten gibt es denn für diese Menschen, die gerade forschen. Also wir brauchen dort noch eine Symbiose, die es noch nicht gibt. Wir haben die Forschung einerseits, dann haben wir andererseits einige Start-up-Unternehmen, die natürlich, ich finde es toll, wenn Startups da sind, aber BioNTech, Pfizer, wenn wir da nur auf Startups warten würden, dann hätten wir das nicht, die Impfstoff nicht. Denn wenn Sie eine klinische Untersuchung durchführen wollen, mit all den Patienten, die Sie dafür brauchen, brauchen Sie Geld, die Technik, und eine Startup reicht dafür nicht aus. Also BioNTech hätte also nicht viel produzieren können, wenn es nur eine Startup wäre. Ohne Pfizer wäre das nicht möglich gewesen, genau. Also die Forschung, die Produktion haben sie, aber noch weiter. Also es gibt noch zwei letzte Punkte. Die Logistik natürlich, das liegt auf der Hand, denn Dinge schnell von A nach B zu bringen, ist schwierig, aber dennoch nebensächlich. Aber im Grunde ist es wichtig, wie kommen wir an das Fonds. Wir haben die ESI, das ist ein Fonds, der bereits aufgesetzt wurde, als viele Überschwemmungen geschehen sind, 2016, damit wir dort Fonds für das Europa zusammenstellen können. Gott sei Dank hatten wir das, denn wir konnten uns aus diesem Katastrophenfonds bedienen, und das hat praktisch die Bresche für uns geöffnet, um mit den Unternehmen anfangen zu können. Dann die Mitgliedstaaten werden dann noch den Rest bezahlen. Also wir haben 2,7 Milliarden oder 3 Milliarden, die wir bezahlt haben. Das ist nicht das Geld Europas, denn die Mitgliedstaaten werden noch den Rest dazulegen. Und ich möchte es nochmal sagen hier in der Öffentlichkeit und sagt, ja, aber wir waren doch so geizig, die USA haben viel mehr bezahlt. Nein, das ist falsch, denn die Zahlen sind nicht die richtigen. Wir haben nicht dieses Forschungszentrum für die Impfstoffe, aber wir haben auch kein System dafür. Und wir müssen unbedingt eins finden und schaffen. Gut, wir müssen es finden, das ist die wichtige Botschaft. Sie reden darüber, geizig zu sein, aber eine BioNTech-Impfstoffdosis oder der anderen Impfstoffe, die in der Europäischen Union genutzt wird, kostet den europäischen Steuerzahler weniger als der Amerikaner zum Beispiel. Jo, aber man sagt uns immer, ja, wir müssen unbedingt Impfstoffe haben, die jemand bezahlen kann. Und heute sagt man, aber du hast so wenig bezahlt. Und sage ich, naja, aber was wollen Sie denn am Ende? Das ist doch öffentliches Geld, was wir. Aber ich finde, wir haben genau das Richtige investiert. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig bezahlt worden. Es war genau das Wichtige, was im richtigen Moment investiert haben. Wir haben in etwas investiert, was es noch nicht gab. Das darf man nicht vergessen damals. Also man kann natürlich nicht den gleichen Blickpunkt darauf haben wie heute und sagt, gut, ich habe jetzt ein Produkt, ich kann es kaufen, es hat einen Preis, natürlich. Aber wir haben damals Dinge gekauft, die es noch nicht gab, ein Future sozusagen. Frau Galine, vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass Sie viel mehr Zeit für uns eingeräumt haben, als eigentlich ausgemacht haben. Vielen Dank, es war eine große Freude. Also entschuldigen Sie uns auch gerne bei unseren Kollegen, bei Ihren Kollegen. Vielen Dank, bis sehr bald. Ich sehe Gesichter, die ich wiedererkenne. Auf Wiedersehen, ciao. Ob Lützeburg weiterführen, wie gesagt, für die, die du nur. Dann mache ich jetzt mal auf Luxemburgisch weiter. Für diejenigen, die sich jetzt zugeschaltet haben, es gibt eine Simultanverdolmetschung. Nun möchte ich gerne mit unserer Gesundheitsministerin, Frau Lehnert, sprechen. Frau Lehnert, Luxemburg ist ziemlich klein, ein kleines Land. Und naja, Luxemburg war nicht das Land, das die Verhandlungen führen musste, sondern war es ein Gemeinschaftsmandat. Glauben Sie, wir haben davon profitiert? Ja, absolut. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich bin auch ganz besonders froh, dass Frau Galina so viel Zeit uns jetzt hier gewidmet hat für all diese Erklärungen. Wissen Sie, es ist immer so, dass wenn man zweites redet, dass man da eine viel weitere Einsicht hat. Also
was haben wir gekauft? Ja, der Kauf war sehr breit gefächert. Das ist sehr gut. Als kleines EU-Land war es auf jeden Fall in unserem Interesse, hier zusammen zu verhandeln. Und wer hätte denn ein einzelnes Mitgliedstaat denn wirklich dieses Risiko genommen und so viel gefächerte Impfungen gekauft? Es ist ja ein Risiko und es war eine sehr riskante Entscheidung. Wir haben uns für ein Paket mit unterschiedlichen Impfungen entschieden und dieses Risiko kann man wirklich nur gemeinsam nehmen. Es ist sehr schwer, dies alleine zu tun. Und auf EU-Ebene hatten wir auch die nötigen Experten, die uns dabei unterstützten, nötige Entscheidungen zu treffen. Es liefen sehr viele Diskussionen um die Produkthaftung und es ist auch wirklich so, dass wir uns die Zeit genommen haben, um sicherzustellen, dass die Produzenten für ihre Produkte haften. Ich war etwas beunruhigt, als ich zu einem Zeitpunkt hörte, dass darauf verzichtet werden sollte. Das bereitete mir Sorgen und ich bin sehr froh, dass das dennoch durchgesetzt wurde. Diese Verhandlungen dauern, das ist ganz normal. Es muss verhandelt werden, es muss präzis verhandelt werden, aber es liegt im Interesse uns aller. Ein Hersteller muss Haftung für sein Produkt übernehmen. Das ist sehr wichtig und das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind. Wenn man das jetzt schnell tut, um Zeit zu gewinnen, naja, was macht man denn, wenn dann im Nachhinein Probleme entstehen? Ich denke, dass es sehr gut ist, dass wir hier verhandelt haben. Es wäre sehr interessant, Frau Gallina, hier dazu zu hören. Sie haben gesagt, die EU hätte im Sinne aller gehandelt. Meinen Sie denn nicht, dass man sich in Krisenzeiten erlauben kann, vielleicht etwas weniger solidarisch zu sein, wenn es um das Überleben der eigenen Bevölkerung geht? Ein Akteur, der wirklich heraussticht, ist Israel in diesem Sinne, im Kauf der Impfungen. Wir sind noch etwas kleiner als Israel, aber wir gehören nichtsdestotrotz zu den reicheren Ländern. Vor allem, wenn man sich die Größe unseres Landes anschaut. Hätte es nicht doch eher Sinn gemacht, wenn Luxemburg gesagt hätte, egal, wir bezahlen etwas mehr, aber dafür können wir die Bevölkerung, die luxemburgische Bevölkerung schneller impfen. Solidarisch zeigen wir uns dann insofern, dass wir unsere Impfdaten dann für die Forschung teilen. War das nie irgendwie eine Überlegung? Nein, zum Zeitpunkt des Einkaufs war das keine Überlegung. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Israel und Luxemburg, nämlich ist Luxemburg ein EU-Mitgliedstaat und wir setzen uns dafür an, dass wir uns gemeinsam stark machen müssen und gemeinsam handeln sollen. Das ist etwas, das Luxemburg auch gefordert hat. Als Luxemburg, als alleines Land, hätten wir niemals so vielfältige Impfstoffe kaufen können. Dieses Risiko hätten wir niemals eingegangen. Wenn ich sage, die EU hat im Sinne aller gehandelt, dann meine ich damit, dass durch die EU dieses Risiko überhaupt erst genommen werden konnte. Ja, ich meine, Sie müssen auch wissen, dass diese Impfungen, die gekauft wurden, Impfungen sind, die es nicht gab vorher. Und als einzelnes Land hätte man das nicht gewagt. Durch diesen gemeinsamen Einkauf haben wir uns ja auch dazu verpflichtet, parallel nicht zu verhandeln. Und jedes Mitgliedstaat respektiert das. Niemand hat einen Alleingang gestartet. Das war Teil des Deals. Und es gehört ja auch dazu, wenn man sich gemeinsam auf etwas einlässt, dass man das dann durchzieht. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt parallel dazu verhandelt wurde. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lehnert. Wir kommen noch später darauf zurück und später werden wir auch noch spezifisch über die luxemburgische Strategie reden. Ich möchte jetzt Herr Pletschet das Wort geben. Sie sind von der Uni München. Das bedeutet, einerseits haben Sie die luxemburgische Perspektive, aber andererseits sind Sie natürlich auch
in der deutschen Realität, vor allem in beruflicher Hinsicht. Sie sind Teil der Forschungsphase in Pjorek, das ist die Phase 3. Sie führen Tests in München durch. Sie haben mir das ja vorab erklärt. Sie tun das in München und in Peru. Wir möchten jetzt nicht im Detail darüber reden, sondern möchte ich gerne, dass Sie auf diesen letzten Punkt eingehen. Madame Lehnert, sie hat gemeint, jedes EU-Land wäre solidarisch gewesen, hätte sich an den Deal gehalten, hätte nichts im Alleingang gestartet und es wäre eine gute solidarische Aktion, Handlung der EU gewesen. Können Sie das bestätigen? Danke, Herr Franchon. Ja, ich habe eigentlich etwas eine andere Einschätzung über einige Dinge, die jetzt gesagt wurden. Ist diese Impfung denn jetzt wirklich so neu? Naja, es ist wichtig, dass die Person das richtig einschätzen. Nämlich wird Forschung über mRNA-Impfstoffe bereits seit den 90er Jahren betrieben. Wir haben seit einigen Jahren einen mRNA-Impfstoff gegen Tollwut. Dieser Impfstoff ist nie in eine 3. Phase gegangen, sonst hätten wir den jetzt. Es war interessant und spannend für die Forschung, hier einen mRNA-Impfstoff gegen Tollwut zu entwickeln, da der existierende Impfstoff nicht gut verträglich war. Und aus diesem Grund, dadurch, dass Vorforschung betrieben wurde, konnten wir so schnell an einem Covid-Impfstoff, einem mRNA-Covid-Impfstoff arbeiten. Ich habe deswegen nie wirklich eine negative Einschätzung diesbezüglich gehabt. Ja, wir hatten nichtsdestotrotz natürlich sehr viel Glück, dass es so schnell entwickelt wurde. Wurde alles so, ja, ist alles so abgelaufen, wie das dargestellt wurde? Ja, schon. Es gibt jedoch einige Elemente, die mich ja nachdenklich gestimmt haben. Die französische Regierung hatte versucht, separat zu verhandeln und die deutsche Regierung hat es auch versucht. Es kam sogar zu einem Vertragsabschluss mit einigen Unternehmen. Einige Mitgliedstaaten haben sich geoutet, haben die Position der EU destabilisiert. Das ist nicht so gut. Und wie es scheint, ist das auch keine Rarität. Ich habe jetzt kürzlich im Spiegel gelesen, dass die deutsche Regierung das Medikament Regeneron kaufen möchte. Es ist sehr teuer. Eine Behandlung kostet 2.000 €. Dieses Medikament wurde benutzt, um auch Donald Trump zu behandeln. Es ist ein Antikörpermedikament. Es hat eine begrenzte Produktionskapazität und Deutschland möchte das kaufen, wegkaufen quasi. Obwohl gewusst ist, dass die EU dasselbe Medikament für die gesamte EU kaufen möchte. Es ist ein Behandlungsmedikament. Hinsichtlich der Behandlung von Covid herrscht eine gewisse Panik. Hier ist Disziplin gefordert und das schwankt ein bisschen. Das ist nicht auf stabilen Füßen. Herr Liese. Ja? Vielleicht erstmal kurz auch, um Sie unserem Publikum vorzustellen. Sie sind seit 25 Jahren Europaparlamentarier. Ich sehe, Sie haben uns was vorbereitet. Wir werden gleich darüber sprechen. Sie sind seit 25 Jahren Europaparlamentarier. Sie in der ersten Welle Sie sind selber Arzt, also waren selber als Arzt tätig während der ersten Welle und haben jetzt auch selber den Impfstoff als Arzt verabreicht. Herr Pletschett hat jetzt ein bisschen das Verhalten auch Deutschlands kritisiert und jetzt nicht so ganz als vorbildlich dargestellt. Da lasse ich Sie, wie gesagt, dazu reagieren. Jens Spahn, Gesundheitsminister, kommt aus Westfalen, genauso wie Sie. Können Sie das so stehen lassen? Ja, zunächst mal darf ich bitten, die Tabelle brauchen wir gleich, vielleicht für die zweite Frage. Ich wäre dankbar, wenn ich zu den Zuschauern jetzt
sprechen kann, sodass man mein Gesicht sehen kann. Die Tabelle erstmal ausblenden und gleich wieder einblenden. Da wäre ich sehr dankbar dafür. Und dann möchte ich 2 Dinge vorab schicken, bevor ich auf Ihre Frage eingehe. Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir alle hier heute kommunizieren müssen, und ich glaube, da wird niemand der Redner anderer Meinung sein. Viele Menschen sind wütend und ärgerlich, ungeduldig. Wir wollen den Impfstoff so schnell wie möglich und wir wollen ihn auch so sicher wie möglich. Aber das Virus interessiert sich nicht dafür, wem wir die Schuld geben, wen wir anschwärzen. Das Virus reagiert, wenn wir uns treffen und wenn wir uns zu nahe kommen. Und deswegen ist es notwendig, zum Beispiel jetzt diese Veranstaltung als Videokonferenz zu machen, dass wir uns nicht persönlich treffen. Und es ist auch in anderen Lebensbereichen einfach notwendig. Ich persönlich halte es nicht für verantwortbar, zum jetzigen Zeitpunkt Gastronomie wieder zu öffnen. Vielleicht Außengastronomie, aber nicht Innengastronomie. Und wir müssen vor allen Dingen höllisch aufpassen auf diese neuen Mutationen. Die sind brandgefährlich. Und wenn wir jetzt unsere Zeit damit verschwenden, uns gegenseitig anzuschwärzen, lassen Sie uns vielleicht, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lassen Sie uns vielleicht an diesem Punkt eine wichtige Klammer aufmachen, wenn Sie von den Mutationen sprechen. Es hat sich herausgestellt, dass der Impfstoff, der im Vereinigten Königreich verabreicht wird, genutzt wird, eben unter anderem auch AstraZeneca, zu 89% im Vereinigten Königreich wirkt, aber eine Wirksamkeit von unter 50% in Südafrika hat, wo es diese südafrikanische Variante gibt. Es zeigt, dass diese Gefahr da in der Tat erst gebannt ist, wenn nicht nur die Europäische Union, die Bevölkerung der Europäischen Union, sagen wir mal, durchgeimpft ist, sondern die Weltbevölkerung. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Vielleicht zur Präzisierung. Der Impfstoff mit den 89% im Vereinigten Königreich und weniger Wirksamkeit in Südafrika ist der von der Firma Novavax, der erst jetzt die 3. Phase der klinischen Prüfung beendet hat. Und ich habe mit der Firma vor ein paar Tagen gesprochen. Die sind sehr zufrieden mit den Verhandlungen mit der Europäischen Kommission. Und sie wollen um Teufels Willen nicht, dass jeder Mitgliedstaat alleine mit denen verhandelt. Wir kriegen den Impfstoff im 2. Quartal, wenn es gut läuft. Und die sagen, und sie werden es mir auch schriftlich geben, dass sie sehr zufrieden sind. Jetzt zu der Frage von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Professor Pleschnet. Ich glaube, alle müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht auf der Basis von unvollständigen Informationen jeweils die anderen Mitgliedstaaten beschuldigen. Ich erlebe die Debatte in Deutschland. Es ist fürchterlich, wie Teile der deutschen Medien hier Frankreich beschuldigen, die Osteuropäer beschuldigen. Das mache ich mir nicht zu eigen. Aber die Sache mit Deutschland und dem BioNTech-Impfstoff ist halt auch ein bisschen komplizierter. Und das will ich jetzt in 2 Minuten darstellen. Im Sommer war es in der Tat so. Und Herr Professor, ich habe großen Respekt, wenn Sie sagen, es war schon im Sommer klar, dass der mRNA-Impfstoff wirkt. Es gab aber viele Wissenschaftler, auch die mir persönlich gesagt haben, vor Ende der Phase 3 darf man nicht sagen, dass der Impfstoff funktionieren wird, weil es eben noch keine Zulassung gab. Und deswegen gab es in Osteuropa und in anderen Ländern eine gewisse Skepsis gegen den BioNTech-Impfstoff. Der musste bei minus 70 Grad gekühlt werden. Und im Sommer war es nun so, dass AstraZeneca am weitesten war mit der klinischen Prüfung. Und alle dachten, AstraZeneca ist der Erste, der ist leicht zu verarbeiten. Er braucht nicht bei minus 70 Grad gekühlt zu werden. Und er war darüber hinaus auch noch preiswert. Und das hat nichts mit geizig zu tun. Da haben Sie eben auch die Frau Gallina falsch verstanden. Was sie sagen wollte, wir haben über 10 Milliarden ausgegeben. Und nicht nur die 2,7 Milliarden, die da jetzt von der EU ausgegeben wurden. Denn die Mitgliedstaaten zahlen ja den Impfstoff. Das waren nur die Vorverträge, wo die EU 2,7 Milliarden ausgegeben hat. Deswegen ist der Vergleich falsch. Aber zu der Frage nochmal. Zu dem Zeitpunkt hat die Europäische Kommission Deutschland gesagt, vielleicht kommt gar kein Vertrag mit BioNTech Pfizer zustande, wenn ihr jetzt nicht 100 Millionen Impfstoffdosen bestellt. Und weil Deutschland gesagt hat, wir glauben an diesen Impfstoff, wir wollen nicht, dass er aus dem Portfolio rausfällt, hat Deutschland 10 Millionen Dosen bestellt. Als dann im November klar war, dass das der erste ist, der auf den Markt kommt, haben auch die Osteuropäer und viele andere gesagt, wir wollen unseren Anteil gemäß dem Anteil an der Bevölkerung. Und dass dann ein deutscher Gesundheitsminister sagt, aber was ist mit meinen 100 Millionen, die habe ich eingeplant, und dann über nationale Zusatzvereinbarungen spricht, halte ich für ganz normal und legitim. In diesem Prozess
hilft es nichts, wenn wir uns gegenseitig Vorwürfe machen. Wir brauchen mehr gegenseitiges Verständnis. Und das gilt auch für das weitere Vorgehen. Wir haben jetzt 6 Millionen Dosen von Pfizer-BioNTech, 75 Millionen der zweiten Tranche, die erst im Januar unterschrieben wurde, kommt schon vor dem Sommer in der ersten Jahreshälfte. Und da braucht Deutschland auch nicht mehr national zu bestellen. Aber in der Situation im November war das meiner Ansicht nach sehr, sehr legitim. Und genauso wie ich es für falsch halte, wenn Deutschland auf Frankreich schimpft oder auf Osteuropa, halte ich es für falsch, dass an dieser Stelle die deutsche Bundesregierung kritisiert wird. Lassen wir Herrn Pletschert kurz darauf reagieren und dann erklären Sie uns, was Sie uns da für eine Tabelle mitgebracht haben. Herr Pletschert, was soll dann? Ja, ich habe kein Problem. Was sagen Sie denn dazu, Herr Pletschert? Ja, kein Problem. Ich habe kein Problem mit diesen Ausführungen von Herrn Liese. Ich habe meins ja gesagt, was ich zu sagen habe. Er widerspricht mir ja nicht. Er hat es einfach jetzt nur präzise ausgedrückt hinsichtlich der Position der deutschen Regierung. Ich habe nicht gesagt, es sei gut, dass die Länder sich in die Haare kriegen. Nein, ich habe bloß gemeint, dass man sich an ein gewisses Prinzip halten soll. Anfangs hatten wir ja auch Fälle gehört, wo Masken weggekauft wurden. Das ist nicht gut. Und ich finde es gut, dass am Solidaritätsprinzip festgehalten wird. Und in diesem Sinne kann ich mich dem Herrn Liese eigentlich nur anschließen. Aber ich finde es nicht so offensichtlich, wie er es darstellt. Herr Liese, Ihre Zahlen. Okay. Ja, zunächst mal, ich denke, auf der Basis können wir uns verständigen. Und das ist die wichtigste Botschaft, die Sie auch gesagt haben. Wir sind gespannt. Ich freue mich auch auf den Austausch mit Ihnen, zwischen Ihnen und Frau Metz. Darauf kommen wir auch noch gleich zurück. Aber ich merke, zwischen Ihnen und Herr Pletschert herrscht schon mal Frieden. Mal gucken, wie es zwischen Ihnen und Frau Metz verlaufen wird. Kommen wir gleich. Ja, wenn ich das eben noch zu Ende ausführen darf. Ich war ja am Anfang selber als deutscher Arzt davon betroffen, dass wir keine Masken hatten. Ich habe fiebrigen, hustenden Patienten in den Hals geschaut ohne Maske. Ich hätte ja sagen können, super, dass Deutschland keine Masken exportiert, dann kriege ich vielleicht schneller eine. Aber ich weiß, dass über 1000 italienische Pflegekräfte und Ärzte gestorben sind. Und deswegen bin ich ohne Einschränkung für die europäische Solidarität. Ich will nur erklären, dass die europäische Solidarität eben auch an der Stelle nicht funktioniert hat, dass die anderen Staaten im Sommer den Impfstoff erst nicht wollten und dann doch. Das war eben, es ist verständlich, aber beide Seiten müssen da füreinander Verständnis haben. Jetzt zu den Zahlen. Ich denke, ich erlaube mir hier kurz eine Klammer, weil das ist ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Ich glaube, es ist unangebracht in solchen Debatten, wie wir sie jetzt hier gerade führen, sozusagen Politikern, manchmal kann man es vielleicht auch machen, Politikern zu danken oder in meiner Rolle Politikern zu danken. Aber Sie haben jetzt gerade in Ihrer Rolle als Arzt gesprochen und ich glaube, dass ich einfach diese Gelegenheit nutzen will, Ihnen für diesen Einsatz, stellvertretend für Ihre Kollegen, dann auch während der ersten Welle zu danken. Ich glaube, was da in Deutschland, aber in Italien, in anderen EU-Ländern, auf der Welt von der Ärzteschaft und von Pflegekräften geleistet wird, ist nicht selbstverständlich und da kann man auch manchmal so bei politischen Auseinandersetzungen hervorheben. Dieser Punkt war mir wichtig. So, jetzt kommen Sie zu Ihren Zahlen. Ja, sehr gerne. Vielleicht kann man die Tabelle jetzt wieder einblenden. Wir alle wollen ja den Impfstoff schnell und wir wollen aber auch, dass er sicher kommt. Und deswegen ist es bei den Ländern, die schneller sind, wichtig zu verstehen, dass das zum Teil auf Kosten der Sicherheit ging. In den USA gab es eine Notfallzulassung, in Großbritannien auch. Und das inkludiert unter anderem, was Frau Gallina auch angesprochen hat, an 2 Stellen hat die Europäische Union deshalb etwas länger gebraucht, weil wir auf der Haftung bestanden haben. Bei der Vertragsunterzeichnung mit Pfizer-BioNTech, aber auch bei der Frage, wie wir zulassen. Und Tilly Metz und ich waren uns immer einig, dass die Regeln zur Haftung in Europa eingehalten werden müssen und dass Schnelligkeit nicht auf Kosten der Sicherheit gehen darf. Tilly Metz hat fast nur über die Haftung und über die Transparenz gesprochen. Ich habe auch immer gesagt, wir wollen aber den Impfstoff und wir wollen auch einen Vertrag. Das hat Tilly Metz zumindest bis im November gar nicht gesagt. Aber trotzdem ist dieser zweite Teil Haftung, genaue Prüfung, ist sehr wichtig. Und deswegen sind die USA schneller. Außerdem haben sie ein Exportverbot. Aber diese Tabelle zeigt etwas ganz Interessantes, was in den Medien, zumindest in Deutschland, gar nicht vorkommt.
wenn wir mal auf die Zahl der komplett Geimpften schauen, die die zweite Impfung schon bekommen haben, und erst ab der zweiten Impfung kann man ja wirklich sicher sein, dann sind die USA besser. Israel ist komplett raus, weil die einen Sonderdeal haben, der auch keinem Land der Welt, auch nicht Luxemburg und Deutschland, jemals angeboten wäre. Das ist einfach eine besondere Regel, auch mit Datenaustausch und ähnlichen Dingen. Deswegen finde ich den Vergleich mit Israel besonders unfair. USA. Aber ist uns der Datenschutz zu sakrosankt? Also das ist ja wichtig. Mein lieber Herr Ponchon, Sie sind ein guter Journalist. Aber jetzt bin ich mal der die Frage stellt. Hätten Sie den Deal unterschrieben, den Herr Netanyahu unterschrieben hat, würden Sie alle Konsequenzen tragen, was Datenschutz angeht, was Haftung angeht, ähnliche Dinge? Es ist Herr Liese, ich bin doch in der glücklichen Position, nur Fragen stellen zu brauchen. Danke, das wollte ich hören. Kein anderer, der hier die Fragen stellt, auch die Oppositionspolitiker in Deutschland und Teile der Regierung, sagen, ich hätte die Verantwortung übernommen. Ich sage aber nochmal, der Deal wurde Deutschland und Luxemburg gar nicht angeboten und auch nicht den USA und auch nicht dem Vereinigten Königreich. Es ist die Israelis, die das verhandelt haben, haben mir persönlich gesagt, dass es für kein anderes Land der Welt möglich gewesen wäre. Und das muss berücksichtigt werden. Aber in dieser Tabelle kann man auch sehen, wenn man die zweite Impfung ansieht, die wirklich schützt. Bei BioNTech Pfizer ist es so, dass es vorgeschrieben ist, nach 3 bis 5 Wochen zum zweiten Mal zu impfen. Dann liegen Dänemark, Italien, Deutschland schon vor dem Vereinigten Königreich. Das Vereinigte Königreich impft nämlich nur einmal und wartet, ob dann in 3 Monaten genug Impfstoff da ist, um die zweite Impfung durchzuführen. Und Länder wie Kanada, die mehr bestellt haben als die EU, sind hinten dran. Australien, Japan und Neuseeland haben noch gar nicht wirklich angefangen zu impfen. Also die Wahrheit ist, die Europäische Union liegt im Mittelfeld. Wir können besser werden und ich kämpfe jeden Tag dafür, dass wir mehr Impfstoff bekommen, aber eben auch sicheren Impfstoff. Aber zumindest in den deutschen Medien wird der Eindruck vermittelt, dass da bei der Europäischen Union Dilettanten am Werk sind und wir deshalb nicht schnell genug geimpft werden. Man sollte das mal ins Verhältnis setzen. Und das Beispiel Kanada ist besonders frappierend, weil Kanada auch aus Deutschland und Belgien mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff beliefert wird. Obwohl sie mehr bestellt haben, kommen wegen des Exportverbots der Vereinigten Staaten und wegen der weltweiten Knappheit des Impfstoffs, kommen die nicht an den Impfstoff ran. Und ich finde, das muss mal gesagt werden, ohne dass ich irgendwas wegnehmen will von der Frustration. Ich verstehe die Menschen, die frustriert sind, aber ich verstehe nicht die Journalisten und die Oppositionspolitiker, die immer Teile der Wahrheit weglassen. Kurz, danke für diese Einordnung. Bevor wir jetzt auch Ihre Parlamentskollegin Frau Metz ins Spiel bringen, möchte ich eben diesen Zwist aufgreifen oder diesen Fehdehandschuh, wenn ich das so ausdrücken darf, den Sie ihr in Ihrer Parlamentsrede vom 12. November zugeworfen haben. Ich zitiere: Dann an die Linken und die Grünen, die immer gewettert haben gegen diese Verhandlungen, die die Kommission führt. Ich spreche ganz persönlich an Michel Rivasi, Tilly Metz, Jutta Paulus. Sie haben heute die Gelegenheit, sich zu entschuldigen und zu sagen, Hut ab, die Kommission hat es gut gemacht. Herr Liese. So, ich dachte, Frau Metz wird jetzt gefragt. Nein, nee, also erstmal vielen Dank. Ja, wie haben Sie also vielleicht erklären Sie, was Sie mit diesen Wettern, vielleicht können Sie das mit Beispielen unterfüttern und dann natürlich bin ich sehr gespannt, was Frau Metz. Das Problem war, wir haben ja nicht erst im November angefangen, über diese Frage zu diskutieren. Und die genannten grünen Kollegen haben nie der Kommission gesagt, es ist gut, dass ihr verhandelt, es ist gut, dass ihr mit ins Risiko geht. Wir wollen ja schließlich den Impfstoff. Sondern wir haben immer nur den zweiten Teil erwähnt, den ich würdige. Wir wollen Haftung, okay. Wir wollen auch Klarheit. Okay. Und das ist richtig. Aber es ist nicht richtig zu sagen, wir wollen Haftung und Transparenz, ohne zu sagen, wir wollen einen Impfstoff. Und wenn man der pharmazeutischen Industrie kein Geld gegeben hätte, hätten wir heute noch keinen Impfstoff. Und Hut ab vor Jutta Paulus, der Kollegin von Tilly Metz, die anschließend auf Twitter gesagt hat, ja, es war richtig, dass die Kommission den Vertrag im November endlich unterschrieben hat. Und ich würde mich einfach freuen, wenn Tilly Metz sagt, ja, das sehe ich genauso. Und dann kommen wir schon wieder ein Stück weiter zusammen. Da sind wir doch sehr gespannt. Ich halte kurz das Protokoll fest, dass im Anschluss an Ihre Rede hat Frau Metz gesprochen. Da hat sie sich nicht entschuldigt. An Lufronisch, Madame Metz. Und jetzt die Frage an Frau Metz. Wollen Sie sich jetzt entschuldigen? Nein, ich sehe auch gar nicht an, wieso ich mich für irgendwas entschuldigen soll. Ja, nein, ich zitiere nur Ihren
Parlamentskollegen, Herr Liese. Ja, nein. Also es ist ganz klar, und das möchte ich jetzt noch einmal wiederholen, genauso wie Jutta Paulus. Wir haben von Anfang an begrüßt, dass die Kommission gemeinsam sich zusammentut, um Verkaufsverträge zu verhandeln. Und wir haben von Anfang an unterstützt, dass öffentliche Gelder in die Entwicklung einer Impfstoff fließt. Wenn Herr Liese irgendwo etwas findet, wo ich das in Frage gestellt haben soll, dann entschuldige ich mich natürlich, aber das gibt es nicht. Das Einzige, was wir gesagt haben, war, dass, wenn wir möchten, dass die Menschen Vertrauen in einen Impfstoff haben und in die EU und sich impfen lassen, dann brauchen wir Transparenz. Das haben wir von Anfang an seit Juni gesagt. Und das haben wir auch gesagt hinsichtlich der Verträge. Und das Ganze ist eine Erfolgsgeschichte. Daran halte ich mich und dabei bleibe ich. Es ist eine Erfolgsgeschichte, dass wir es geschafft haben, Verträge mit 6 unterschiedlichen Pharmakonzernen abzuschließen. Es war sehr gut, dass wir auf mehrere Karten gesetzt haben. Wir haben uns 2,3 Milliarden Dosen sicherstellen können. Das ist gut. In dieser Hinsicht ist die Strategie richtig. Ich kritisiere den Mangel an Transparenz. Dadurch ist die Bevölkerung etwas skeptisch. Das ist schade. Es schadet der EU und der Impfkampagne, der Impfstrategie. Ich bedauere auch, dass nicht genug auf die globale Solidarität bei den Pharmakonzernen gepocht wurde. Das tut mir auch etwas leid. In den Verträgen sind eher die großen Pharmakonzerne geschützt und das bedauere ich. Wir kommen später nochmal darauf zu sprechen. Ich möchte jetzt nur mal auf Transparenz eingehen. Frau Gallina hat ja auch gesagt, dass sie für Transparenz ist. Die Kommission will das ja auch nicht verhindern. Die Debatte ist, wenn Konzerne es zulassen, zum Beispiel CureVac, da hatten Sie auch Einblick in die Unterlagen, dann ist die EU-Kommission eigentlich die letzte Instanz, die sich dagegen stellen kann. Die Pharmaindustrien, das sind keine öffentlichen Institutionen. Pharmakonzerne sind ja keine öffentlichen Institutionen. Das ist Fakt. Und es ist Ihr gutes Recht zu sagen, dass das Verträge sind, die vertraulich sind und die nicht transparent gehandhabt werden sollen. Was denken Sie denn darüber? Milliarden an öffentlichen Geldern sind da reingeflossen. Das ist Recht der EU-Bürger zu wissen, wohin dieses Geld investiert wurde. Und deswegen denke ich, dass wir ihnen Transparenz schuldig sind. Es wurden ja 2 Verträge jetzt veröffentlicht, aber ganz viele Teile und Paragraphen wurden geschwärzt. Das ist sehr schade. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass die Kommission und die EMA sehr gute Arbeit geleistet hat, um vor allem auch die Haftung zu verhandeln. Einiges fiel hier auf die Mitgliedstaaten zurück. Das ist auch, da liegt auch noch Diskussionsbedarf. Aber ich kritisiere, dass Transparenz nicht von Anfang an vorhanden war, jetzt auch nur zum Teil vorhanden ist. Wir haben 2 Verträge bloß, die teilweise veröffentlicht wurden, die wir vergleichen können. Und ich finde, dass alle diese Unterlagen öffentlich zugänglich sein müssten. Es ist Allgemeingut, so sehe ich das. Und wie sieht es aus mit den Geldern? Wir reden hier auch von finanziellen Aspekten. Denken Sie, dass auch dieser Punkt öffentlich sein sollte? Ja, das ist eines der Dinge, die bisher jetzt noch geschwärzt sind. Es wurde, also um sich zu stellen, Sie finden, das sollte öffentlich sein? Ja, absolut. Das sollte öffentlich sein. Die EU-Kommission hat ja eine Argumentation, die sehr viel Sinn macht, und John Ryan ist in diesem Sinne hier, um mit uns darüber zu reden. Er ist Direktor des Gesundheitswesens der Kommission. Und die Kommission sagt ja, dass, wenn Preise veröffentlicht werden, dass dadurch unsere Verhandlungsposition geschwächt wird. Herr Rhein, ich gebe Ihnen das Wort.
Okay, ja, ich kann gerne auf Ihre Frage antworten. Ich denke, wenn wir die Preise veröffentlicht hätten während der Verhandlungen mit den anderen Unternehmen, dann hätte das nichts gebracht. Es hätte eher unsere Position geschwächt innerhalb der Verhandlungen. Und deswegen finde ich, dass es da nur logisch ist, dass man während diesen parallelen Verhandlungen mit anderen Unternehmen dort die Transparenz erst am Ende der Verhandlungen umsetzt, das, was wir gerade tun. Wir sprechen über Transparenz. Jetzt bin ich auch transparent. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von einer Mitarbeiterin, von unserer Gesundheitsministerin, und zwar, dass Sie in 5 Minuten leider los müssen, Frau Lehnert. Vielleicht stelle ich Ihnen jetzt noch ein paar Fragen, die ich eigentlich erst später stellen sollte. Wie flexibel sind Sie? Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Ich bin flexibel. Ich habe auch gerade diese Nachricht bekommen. Es gibt ja einen Notfall. Es wäre mir lieber, wenn Sie jetzt die Fragen stellen würden. Ich versuche nachher nochmal zuzuhören und vielleicht mich wieder zurückzuschalten, aber ich muss mich jetzt leider hier darum kümmern. Ich versuche jetzt auch mit Sandra Gallina etwas mehr zu machen. Also aus 5 können wir vielleicht 10 Minuten machen, nicht wahr? Und dann, ich hoffe, dass Sie mir das zugestehen. Frau Metz, ich werde dann auch später wieder auf diese Punkte zurückkommen mit der Solidarität mit den Entwicklungsländern. Nein, ich komme nun darauf zu sprechen mit Ihnen, Frau Linde. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen in meinen Notizen durcheinander gekommen, denn ich wollte Ihnen nachher die Frage stellen, aber ich stelle sie Ihnen jetzt. Es gibt ja ein Instrument, ich lese es auf Französisch vor, weil es ja jetzt auch so bei der Weltgesundheitsorganisation, also es gibt das Instrument, das ACT Accelerator Initiative. Wir wollen so die Hilfsmittel im Kampf gegen Covid, dort den Zugang beschleunigen und innovative weltweite Zusammenarbeit auf die Beine setzen und weiter voranbringen, um dort Diagnosemittel und diverse andere Produkte im Kampf gegen diese Krankheit voranzubringen. Und auch einen fairen Zugang dazu gewährleisten. Das ist also wirklich für Länder, die jetzt den Impfstoff sich nicht leisten können, werden dort mit hineingebracht. Die EU-Kommission ist Teil dieser Initiative, aber auch die Mitgliedstaaten. Deutschland 677 Millionen Dollar, Frankreich mit 152 Millionen Dollar, die EU-Kommission mit 232 und Luxemburg mit 1.887.617 Dollar. Das sind die Zahlen nun vom 19. Januar. Ist das angemessen gegenüber unserem Reichtum? Ist das nicht ein bisschen wenig, was Luxemburg da einzahlt? Ist das nicht vielleicht etwas wenig? Ich denke, das ist im Vergleich mit unserer Entwicklungshilfe, die wir geben, doch ein sehr beachtlicher Beitrag, den wir hier mit in den Topf geben. Das ist auch sehr wichtig. Sie überraschen mich jetzt ein bisschen. Ich habe selbst die Rechnung noch nicht aufgestellt, wie es im Vergleich zu den anderen Ländern steht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir prozentual stehen im Vergleich zu den anderen Ländern. Gut, aber ist man denn da angedacht, dass man das nochmal erhöht, diese Summe? Erhöht? Wird da noch Geld einfließen? Denn wir sprechen immer darüber, wie schnell wir jetzt unsere Bevölkerung impfen können, aber eines der ärmsten Länder Afrikas. Wir haben jetzt den Namen des Landes nicht, aber wir haben bisher 25 Impfdosen. Nicht 25 Millionen, nicht 25.000, nein, 25 Impfdosen für ein komplettes Land. Und ist denn da unsere Debatte hier nicht ein bisschen zu kurz gegriffen? Wir sprechen jetzt immer darüber, wie wir in Luxemburg vorankommen mit unserer Bevölkerung, aber irgendwann kommen dann die Afrikaner an die Reihe. Werden vielleicht Nun, diese Debatte ist nicht zu kurz gegriffen, wir sind ja auch noch nicht, das ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir können sicherlich da auch nochmal nachgreifen. Das Engagement, was wir haben, das sind Diskussionen und Engagements, die wir ja schon haben und auch einhalten wollen. Also wenn wir jetzt zu viele Impfdosen haben, können wir die auch abgeben und in unsere Entwicklungshilfe mit einbringen. Dort gibt es auch Möglichkeiten, die sich uns eröffnen. Wir wissen, mit unseren Partnerländern geht es gerade nicht sehr gut, vor allem im Hinblick darauf. Und ich weiß, dass Hans Fayo dort darauf bemüht ist, mit seinen Kooperationsgeldern wirklich alles zu tun, was man kann, um auch hier sehr gezielt eine Aktion in der Pandemie zu haben, um so zielführend wie möglich zu sein und dort den Einsatz unserer Hilfsgelder zu haben. Man hat auch viele Fragen gestellt, die nun wirklich spezifisch an Sie gerichtet sind. Ich leg mal los mit einer Frage von Astrid Lülling, unserer ehemaligen Europadeputierten.
Die fragt, warum sind die älteren Menschen, es geht nun um die Impfstrategie und die Hierarchisierung, die Priorisierung, die gemacht wurde vom Gesundheitsministerium, vielleicht kommen wir da noch mal kurz darauf zurück, warum es diese Reihenfolge aufgesetzt wurde, wie es sie nun eben gibt. Warum sind die älteren Bevölkerungsschichten, die noch zu Hause sind, weniger schnell geimpft als die Menschen, die noch in Pflegeheimen sind? Die bei sich zu Hause leben, warum werden diese später geimpft als Nun, es ist eine sehr lange Diskussion, die dort geführt wurde. Diese Strategie, die wir eingegangen sind, ist, dass wir jetzt auf Risiko gehen. Wir haben uns aber entschieden, und man sieht ganz klar, dass die älteren Personen, die zusammen in den Alten- und Pflegeheimen wohnen und diese Nähe zueinander haben, natürlich viel exponierter sind. Denn das Virus kann sich durch das Zusammenleben sehr schnell weitergegeben werden und sich so verbreiten. Das war die Ursache, warum wir dort ansetzen. Man muss ja irgendwo anfangen, wenn man nur eine gewisse Menge an Impfstoff zur Verfügung hat, dann muss man Prioritäten setzen. Und das ist die, die wir jetzt erstmal gesetzt haben. Wir haben vor allem hier in Luxemburg gesehen, dass wenn das Virum erstmal in so einer Struktur drin ist, wie schwer es ist, ihn dort eindämmen zu können. Und man hat dort eben die Tendenz, dass man auf einmal eben sehr viele Tote zu beklagen hätte, als wie wenn man jetzt in seinem normalen Zuhause wohnt. Das ist eine Ursache. Dann die zweite Ursache war es zu dieser ersten Phase, ist, dass wir dort eine Koordination haben gegenüber unserem Pflegepersonal, auch in Krankenhäusern, dass wir diese Menschen ebenfalls impfen, denn diese Menschen sind aktiv, arbeiten direkt an Patienten, die selbst Covid haben oder auch Risikopatienten sind. Das ist ja der Fall im Krankenhaus und wir wollen dort sicherstellen, dass wir die höchstmögliche Sicherheit haben. Danach ist es dann wieder nach Alter unterteilt und das ist die Diskrimination, die Frau Lulling anspricht, ist objektiv begründet, denn es gibt einen Unterschied natürlich in diesen kollektiven Wohnformen, die wir durchaus als Risiko, als zusätzlichen Risikofaktor einstufen und auch so erkannt haben. Gut, dann noch eine Frage von Mariam de Waha-Marx. Und man spricht dort die Impfkritiker an, also Menschen, die sich absolut nicht impfen lassen wollen. Man hört immer so viel von Impfkritikern. Warum geht unsere Regierung nicht dort etwas offensiver um mit diesen Menschen? Die gesamte luxemburgische Bevölkerung wird geimpft, so wie man auch hier im Land Organspender ist, automatisch, außer man unterschreibt ausdrücklich, dass man nicht geimpft werden möchte. So in etwa wie das ist es eine Option, dass man diese Organspenden gehandhabt wird. Ist das keine Möglichkeit? Keine Option. Wir sind nämlich der Meinung, dass das ein freiwilliger Schritt bleiben soll. Ich persönlich bin noch davon überzeugt, dass man dort ein Interesse hat als Gesellschaft, auch diese Entscheidungen nicht Einzelne nicht verpflichtend zu gestalten. Denn wir haben in dieser Pandemie gibt es schon genug Polarisierungspunkte in der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gespalten durch diverse Menschen und meiner Überzeugung nach würde das dann nur noch eine weitere Polemik befeuern, wenn wir da jetzt eine Impfpflicht einbringen würden. Wir müssen wirklich den Menschen den Raum lassen, dass sie Fragen stellen können, sich informieren können um die Impfstoffe, damit sie dort Antwort finden auf ihre Fragen und dann wirklich aus Überzeugung sich impfen lassen. Das ist unser Ziel und ich denke, dass das besser dazu beiträgt, dass wir hier den Zusammenhalt der Gesellschaft weiter fördern. Denn wir sehen hier den Virus hier, der macht da keine Politik, der sucht einfach seinen nächsten Wirten. Es ist wichtig dort, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten und auch die Maßnahmen gemeinsam tragen. Deswegen finde ich nicht sehr dienlich, wenn wir dort in Richtung Impfpflicht jetzt gehen würden. Sie haben geschrieben, 1345, dass Sie uns verlassen müssen. Ich würde versprechen, 47 kriegen wir hin, weil jetzt möchte ich nämlich eine Frage an Frau Lehnert aufwerfen, wozu ich auch sehr gerne Sie hören würde. Es geht um Folgendes, Madame Lehnert. Und zwar am 5. Januar. Du hört Lützeburg seine Mesuren. Luxemburg hat am 5. Januar es geht um den 5. Januar. Weniger strenge hat Luxemburg weniger strenge erlassen. Die Ausgangssperre wurde von 9 Uhr auf 11 Uhr wieder verlegt. Gleichzeitig, parallel dazu, hat Deutschland seine Maßnahmen verschärft. Und der saarländische Präsident meinte, dass diese Entscheidung Luxemburgs unverantwortlich sei. Wie kommt es, dass es hier
keine parallelen Entscheidungen, zumindest in der Großregion gibt. Warum wird hier nicht zusammengeschaut und zusammen Entscheidungen getroffen? Vor allem hinsichtlich zum Beispiel des Pflegepersonals, welches aus der Grenzregion nach Luxemburg kommt. Also, erstens haben wir eine sehr aktive Kooperation zwischen den Verwaltungen. Wir tauschen uns aus. Wir setzen uns dafür ein, dass die Grenzen offen gehalten werden, aber nicht bei den Entscheidungen, oder? Es ist sehr kompliziert. Man muss hier wissen, dass es sehr schwierig ist, sich bei jeder Entscheidung abzusprechen mit den Verwaltungen aus den Nachbarländern. Es wird oft sehr viel pauschalisiert. Diese Maßnahmen waren ja hinsichtlich manchen Punkten viel strenger als in Deutschland. Wir hatten keine Auflockerungen über Weihnachten. Wir hatten sehr strenge Besuchregeln mit maximal 2 Personen aus einem Haushalt. In Deutschland war das ganz anders. In Deutschland waren es 10 Personen mit Auflockerungen über Weihnachten. Es ist sehr schwer, jetzt hier die Maßnahmen zu vergleichen und zu sagen, dass in einem Land die Maßnahmen strenger waren als im anderen. Wir hatten eine allgemeine Maskenpflicht in den Geschäften, und zwar von Anfang an und auch bei Veranstaltungen. Das ist etwas, was sich auch in den nachfolgenden Diskussionen herauskristallisiert hat. Diese Debatte hat sich aber in den kommenden Stunden dann entschärft. Wir hatten dann noch über Detailfragen geredet. Wir haben auch über den Handel gesprochen. In unseren Nachbarländern waren Geschäfte teilweise zu, teilweise offen. Und es ist auch sehr schwer, hier Parallelentscheidungen zu treffen. Naja, wir reden hier von Einheitlichkeit bei der Impfung. Wäre es nicht auch gut, hier einheitliche Entscheidungen zu treffen, vor allem wenn wir möchten, dass die Grenzen offen behalten möchten? Angela Merkel hat ja auch in den letzten Pressekonferenzen gesagt, Länder, die konträre Maßnahmen zu Deutschland beschließen, müssen Grenzschließungen befürchten. Was bedeutet das für uns in Luxemburg? Naja, das ist auch nicht absolut zu betrachten. Jedes Land hat Spezifizitäten. Allgemein sind ja die Zahlen in Luxemburg in der letzten Zeit gesunken. Hat das vielleicht auch mit den Maßnahmen zu tun? Also wissen Sie, wir liegen bei den Infektionszahlen eigentlich besser da als unsere Nachbarländer. Das ist sicher auch auf die Maßnahmen zurückzuführen. Aus diesem Grund denke ich, dass unsere Regelungen doch schon streng sind. Wir haben strenge Auflagen. Man kann auch immer Aktivitäten ausüben, aber unter strengen Auflagen, sei das jetzt Kino oder Theater. Man kann da schon hin, aber mit einer Distanz von 2 Meter und Nasen- und Mundschutz. Das sind sehr effiziente Maßnahmen, die auch greifen. Und wir wissen ja auch, dass der Hauptgrund für Ansteckungen bei Zusammenkünften von mehreren Leuten entstehen, wenn diese zusammen an einem Tisch sitzen und so weiter. Da liegt die Gefahr, also bei den Hausbesuchen, wenn Freunde und Familie sich treffen. Noch eine Frage im Anschluss und dann entlasse ich Sie sozusagen. Dann lasse ich auch Herr Liese reagieren. In Deutschland wird dieser Inzidenzwert von 50 sehr hoch gehalten. Dann kann auch das Contact Tracing effizient durchgeführt werden. Und wenn diese Inzidenz erreicht wird, dann wird mehr geöffnet.
Was denken Sie darüber? Naja, ich denke, das ist sehr relativ. Es hängt auch davon ab, wie viel man testet. Wir testen sehr viel. Wir sind mit eines der einzigen Länder, die über Large Scale die ganze Bevölkerung testet. Es ist also sehr schwer, das zu vergleichen. Tatsache ist, dass Luxemburg 3- bis 4-mal mehr testet als andere Länder und angesichts dieser Tatsache haben wir mehr positive Fälle. Wenn die Zahlen eine positive Entwicklung haben, dann lassen sich auch weniger Menschen testen. Das hängt auch noch mit zusammen. Und das alles hat natürlich auch einen Einfluss auf Krankenhäuser. Und es ist wirklich die Zahl der besetzten Krankenhausbetten und der Kranken auf der Intensivstation, die nicht lügen. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann sieht man hier wirklich, dass die Zahlen sinken. Das lässt sich nicht hinterfragen. Das ist so, das ist Fakt. Und deswegen finde ich diese Zahlen fast bedeutender als ein Index hinsichtlich der gesamten Bevölkerung. Ich bin also kein Freund der Inzidenzzeit. Es klingt einfach, klingt gut, aber es ist nicht wirklich eine richtige Einschätzung. Vielen Dank, Frau Lehnert. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Austausch. Herr Liese. Und eben zu diesen luxemburgischen Maßnahmen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Sie im Bild sind zu unserer Covid-Realität, sagen wir mal, hier im Großherzogtum. Aber wie bewerten Sie das, wenn so ein kleines Land auf der europäischen Landkarte eigentlich andere Maßnahmen ergreift als die Nachbarn und es ja doch ständigen Grenzverkehr gibt und dieser ständige Grenzverkehr eigentlich ein wirklich Wert unserer Europäischen Union ist? Ja, ich muss zunächst um Verständnis bitten, dass ich diese Veranstaltung gleich verlassen muss. Der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit, Pascal Canfin, hat mich gebeten, die Sitzung heute, die wir durchführen, mit der portugiesischen Ratspräsidentschaft der Gesundheitsministerin zu leiten. Und da Portugal in einer ganz schwierigen Situation ist, sollten wir dann natürlich jetzt die Priorität darauf legen, dass diese Sitzung auch gut funktioniert. Deswegen kurz diese Antwort und dann muss ich mich leider verabschieden. Ich bin informiert über die Situation in Luxemburg. Ich ringe aber jetzt ein bisschen mit mir, wie deutlich ich werde, weil ich natürlich nicht alle Details kenne. Aber ich habe von dieser Diskussion gehört und Frank Engel, der Vorsitzende der Christdemokraten in Luxemburg, hat mich auch angerufen und mich gefragt, wie ich die Situation einschätze. Und vorbehaltlich dessen, dass ich jetzt wirklich nicht alle Details kenne, muss ich aber wirklich sagen, Frau Ministerin, ich bin ziemlich schockiert. Also diese Zahl der Intensivbetten, die sagt ja nur das aus, was vor 3 Wochen falsch gemacht wurde. Wenn Menschen auf der Intensivstation liegen, dann haben die sich vor 3 Wochen angesteckt und haben vor 2 Wochen einen Test bekommen und sind dann in die Statistik eingeflossen. Wenn die Menschen auf der Intensivstation liegen, ist es zu spät. Dann sind sie krank. Und wenn wir vermeiden wollen, dass Menschen krank werden, müssen wir unsere Maßnahmen schon an einer Messlatte messen, wo wir früher erkennen, wenn was falsch läuft. Und ich habe gerade Portugal erwähnt. Portugal war vor wenigen Wochen noch der Meinung, sie haben das gut im Griff. Und dann kam diese Mutation aus Großbritannien, jetzt offensichtlich auch aus Brasilien. Und dann wurde es ganz fürchterlich. Also nur auf die Intensivkapazitäten zu schauen, das haben in Deutschland auch viele Politiker verlangt. Das führt dazu, dass die Intensivstationen voll werden. Und dass Menschen leiden, dass Menschen sterben, die nicht sterben müssten. Also da bin ich schon der Meinung, dass Tobias Hans und Frank Engel in ihrer Kritik einen ganz, ganz wichtigen Punkt haben. Und ich habe gerade noch mal nachgeschaut, die Inzidenz in Luxemburg laut ECDC, Europäische Behörde, für die letzten 14 Tage ist 295. In Deutschland misst man in einer Woche, aber das wäre nach deutschen Messlatten immer noch fast 150. Viel zu viel für irgendwelche Lockerungen. Man kann gezielte Dinge machen, aber man muss dann an anderer Stelle eben auch nachsteuern. Und da bin ich auch ganz bei Angela Merkel. Das ist sehr gefährlich jetzt, wenn wir uns im Grenzraum nicht besser absprechen und absprechen so, dass das Virus wirklich unter Kontrolle gerät. Ich glaube, das ist jetzt
gemeinsam sehr, sehr wichtig. Das ist nicht populär. Ich habe auch viel Ärger mit den Gastronomen in Deutschland. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt tun. Denn am Ende haben wir die brasilianische Mutation auch noch weit verbreitet in der EU. Und da wirken die Impfstoffe nicht mehr. Da gibt es sogar Menschen, die sich massenhaft zum zweiten Mal infizieren. Und da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Schade, dass unsere Ministerin darauf jetzt nicht mehr antworten kann, aber ich finde es sehr gut, also einerseits die Rede der Ministerin zu dem Thema zu haben und vor allem auch ihre Gegenrede als deutscher Europaparlamentarier, aber auch eben als Arzt. Herr Liese, Herr Dr. Liese, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Sitzungsleitung. Und ich mache weiter mit Tilly Metz an Herrn Plötschert. Mache weiter mit Tilly Metz und Herrn Plötschert. Ich muss auch in den Ausschuss, Herr Liese. Auch in den Ausschuss und entschuldige, dass ich etwas später komme. Also, Frau Metz, ich möchte Sie auch kurz darauf reagieren lassen, sowie auch Herrn Plötschert über die Diskussion, die wir jetzt gerade angefangen haben, über die luxemburgischen Maßnahmen. Wie glücklich sind Sie denn mit der Tatsache, dass Sie gerade Deputiert im Europaparlament für die Grünen sind und nicht einer von unserer 31-prozentigen Mehrheit in Luxemburg, die diese ganzen Maßnahmen unterstützen muss. Und wenn sie es nicht tut, dann bricht die Koalition zusammen. Das ist ein unglaublicher Druck, der auf den Grünen in Luxemburg lastet. Und die Koalitionsraison, die es ja in Luxemburg gibt, dass immer alles abgewunken wird, was in Luxemburg beschlossen wird, gibt es im Europäischen Parlament nicht. Sind Sie ja manchmal erleichtert, dass Sie immer noch in dieser Position sind in der Europäischen Union? Nun, ich möchte kurz auf die Kritik zurückkommen, die gegenüber Luxemburg gemacht wurde, oder dass wir nicht genügend koordinierte Maßnahmen haben. Für mich ist die Hauptbotschaft, die ich dort höre, und die Hauptanfrage ist, dass wir eben nicht ein weniger starkes Europa im Gesundheitsbereich brauchen, sondern ein stärkeres Europa in diesem Gesundheitssektor. Europa braucht dort mehr Konvergenzen, damit wir besser koordinieren können, mehr kooperieren in diesem Bereich und es nicht wieder zu Situationen kommt, wie die wir jetzt gerade haben, wo Deutschland kritisch ist gegenüber Luxemburg etc. Ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Feind und das ist das Coronavirus. Und dort sollten wir unsere Energie darauf konzentrieren und auf nichts anderes. Nun, ich lasse Sie aber nicht so leicht aus der Nummer raus, denn Sie haben noch nicht auf meine Frage geantwortet. Nun, ich bin sehr zufrieden darüber, im Europäischen Parlament zu sitzen. Und vor allem jetzt in diesen Krisenzeiten sieht man ganz klar, ob das nun eine Gesundheitskrise ist oder die Klimakrise. Ich bin sehr zufrieden. Ich war niemals nationale Abgeordnete, kann also auch nicht wirklich vergleichen jetzt, aber ich bin sehr froh darüber, und bin auch geehrt, dass ich mich jetzt einsetzen kann im Europäischen Parlament. Wir nehmen das zur Kenntnis. Herr Plötschert, wie reagieren Sie auf diese Diskussion, auf diesen Austausch, den Sie jetzt gerade gehört haben zwischen Frau Lehnert zur luxemburgischen Maßnahmen und der Reaktion von Herrn Liese darauf? Das passt ja auch zum 5. Januar. Aber Luxemburg hat seine Maßnahmen gelockert, Deutschland verschärft und Sie waren im Radiosender 100,7. Und dort waren die luxemburgischen Maßnahmen noch nicht bekannt und Sie haben gefordert, dass Luxemburg diesen Inzidenzwert von 50 erreichen muss. Und dort brauchen wir unter anderem ab 18 Uhr eine Ausgangssperre. Das haben wir nicht. Sind Sie wütend deswegen? Herr Plötschert hat leider sein Mikrofon abgeschaltet. Sie müssten Ihr Mikrofon anschalten, Herr Plötschert, bitte. So, jetzt. Ich bin weder wütend noch überrascht. Ich bin etwas ungeduldig und etwas verzweifelt, weil ich eine andere Vorstellung habe, wie diese Maßnahmen in Europa genommen werden müssten. Was ist die Situation? Nun, die ganzen Maßnahmen, die es nun schon seit Monaten und Monaten immer wieder angeleiert werden, dann werden sie wieder aufgehoben, dann wieder eingesetzt. Diese Strategie gibt es in Europa, dass man von einem Lockdown in den nächsten fällt, eigentlich. Und wir müssen versuchen, dort irgendwie rauszukommen. Das ist eine Strategie, die aber nicht sehr gut aufgeht. Wir haben 200 Fälle am Tag in Luxemburg. Das ist ein Toter am Tag. Es ist unverantwortlich zu meinen, dass das von selbst aufhört, wenn man denkt, dass irgendwann eine Lösung vom Himmel fällt, wenn man keine weiteren Maßnahmen nimmt. Natürlich auch dort zwischen Wissenschaftlern zirkuliert das ja schon, dass es in Europa synchronisierte Maßnahmen geben müsste, vor allem in Gebieten, wo wir sehen, dass es sehr viel Austausch gibt. Das heißt, die Krankheiten werden übertragen zwischen den Menschen, haben 60-70% asymptomatische Verläufe. Also wird diese Krankheit weitergegeben. Wie kann man sich nun darauf vorbereiten? Ich
bin immer mehr der Überzeugung, dass man in Europa nur etwas helfen kann, wenn man eine Null-Lockdown-Strategie wie in Australien oder Neuseeland hat. In Melbourne zum Beispiel, Melbourne ist eine Stadt, in einem Land, gut, Australien ist eine Insel, aber gut, wir haben hier nur eine Stadt, die eine riesige Welle hatte und ist nach einigen Wochen aus dieser Welle wieder rausgekommen. Das ist etwas, das wir auf den Weg bringen müssen, denn das wird dann Synergien bringen, also gleiche Kräfte ziehen in die gleiche Richtung und wir werden ein besseres Resultat haben, zusammen mit einer massiven Impfkampagne. Und irgendwann werden wir dann auch wirklich damit anfangen können, mit dieser massiven Impfkampagne. Das ist etwas, ein Beispiel, was auch bereits erwähnt wurde, wo man wieder eine andere wissenschaftliche Einschätzung hat, sind 60% der Bevölkerung mit einer Dosis bisher geimpft wurde und haben schon fantastische Resultate. Und wir sehen die Populationen bei den älteren Menschen über 60 Jahre stürzen wirklich ins Bodenlose, als wir den Effekt mit dem Lockdown, den wir vor ein paar Monaten hatten. Also mit dem zweiten und dritten Lockdown, wenn wir das vergleichen und wir haben noch die Impfung dazu, kommen wir fast auf null durch diese ganzen Maßnahmen im Bereich der Krankenhausaufenthalte. Wir haben also sehr starke Instrumente gegen die Covid, müssen sie eben nur gemeinsam mobilisieren. Nicht das eine gegen das andere. Es gibt auch nicht das eine ohne das andere. Es muss alles zusammen umgesetzt werden. Aber wir können uns jetzt nicht darauf einstellen, dass diese ganze Misere noch 5 Jahre lang dauern wird. Ich habe immer gehofft, im März schon, dass nun Maßnahmen umgesetzt werden und im August ist das dann vorbei, weil ich habe ja gesehen, in Ländern wie Vietnam zum Beispiel, dort hatten wir 34 Tote bisher. Ist natürlich immer sehr viel mobilisiert worden, um das umsetzen zu können. Und das muss auch in Europa organisiert werden. Wir stellen dort fest, dass wir dort sehr schwach sind. Wir haben nicht die richtigen Instrumente. Sie sagen jetzt Vietnam, aber man kann auch an China denken. Sie haben auch eine andere Definition von Demokratie, wie die wir hier in der EU haben, nicht wahr? Und noch eine andere Definition von Rechtsstaatlichkeit. Also da ist vielleicht Australien der bessere Vergleich oder Neuseeland. Sie sind natürlich in der Position, eine Insel zu sein, aber sind etwas unabhängig von den Maßnahmen der Nachbarstaaten. Aber ist das denn nicht dort auch unser demokratisches System, was uns dort das Leben ein bisschen erschwert? Ich denke nicht. Wir müssen auch damit aufhören mit diesen Argumenten. Es wurde ja schon mit der Genstiftung eine Publikation getätigt. Das Beispiel von Vietnam ist nicht nur die einzige Maßnahme, also der einzige Grund ist, dass sie nur eine Partei haben, sondern sie haben auch wirklich eine gute Maßnahme. Ich rede schon gar nicht mehr von China, denn man hat immer dann das Argument, dass man überall die Kameras hat an jeder Haustür. Aber wenn man etwas genauer schaut, dann sieht man, dass das nicht das Problem ist. Australien und Neuseeland sind Demokratien in unserem Sinne. Es gibt aber dort eine kontroverse Diskussion, ob die Maßnahmen, die dort durchgesetzt wurden, auch wirklich wertvoll sind, wirtschaftlich tragbar etc. In Australien steht aber derzeit viel besser da als Neuseeland. Denn es gibt ja diese Insularität, die am Anfang wirklich eine Rolle gespielt hat. Aber wir hätten das ja auch einfügen können. Wir sehen Deutschland mit was den Flugverkehr nun mit vielen Ländern eingestellt hat. Das hätten wir auch tun können. Aber wir müssen wirklich daran denken, was bleibt uns denn nun noch übrig, wenn jetzt die neuen Varianten, die neuen Mutanten kommen, die noch ansteckender sind und gegen die Impfstoffe vielleicht nicht in Wirkschaft sind. Das ist derzeit nicht der Fall. Wir müssen jetzt auch nicht in die Panik verfallen. Aber sollte das passieren, es wird immer weiter mutiert. Bei jeder zehnten Kopie dieses Virus wird ein Fehler gemacht in der DNA und es gibt eine Mutante. Also mit dem System, was wir derzeit entwickelt haben und wenn eine neue Mutante kommt, dann kommt dann irgendwann die Phase, wo wir wirklich auch Entwicklungen machen können von 5 bis 10 Jahren zu neuen Impfstoffen, die vielleicht auch gegen die Mutanten helfen. An dem Punkt möchte ich nun wieder ansetzen, vielleicht auch gegenüber Frau Metz. Wir hatten diesen Punkt am Anfang schon, dass das große Risiko sind ja diese Mutanten, diese Virusmutationen. Und wir haben auch bereits darüber gesprochen. Es gibt die brasilianische Mutante, die südafrikanische Mutante, die sehr gefährlich sind. Und Sie, Frau Metz, haben gesagt, einerseits ist der Punkt Transparenz ist sehr wichtig. Darüber haben wir schon gesprochen, aber Sie sagen auch, dass wir eben auch solidarisch sein müssen gegenüber Entwicklungsländern und nicht nur auf uns selbst schauen, denn das ist zu kurz gedacht. An Sie das Wort für weitere Ergänzung. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen. Herr Pletschert hat es ja gesagt, diese gemeinsame Nachfrage der Wissenschaftler wurde gestern in der grünen Gruppe diskutiert, also damit wir wirklich gemeinsame Maßnahmen treffen können,
und Europa in den verschiedenen Mitgliedstaaten, die sich dort anschließen. Aber um Ihre Frage zurückzukommen, warum ist die Solidarität so wichtig? Nun, warum ist es wichtig, dass wir diese Patentrechte aufheben, damit alle Länder Zugriff haben, damit alle Länder produzieren können oder der Preis eben nicht so hochgetrieben werden kann durch diese Patentrechte? Warum ist das wichtig, diese Solidarität zu zeigen? Nun, Sie haben schon gesagt, es ist eine Gesundheitsfrage. Denn wenn wir nicht überall impfen, aber nicht sagen, ja, also Südamerika wird erst in den nächsten 6 Monaten oder was beginnt ja erst die Impfkampagne. Und Herr Pletschert hat es schon gesagt, dann haben wir so viele verschiedene Mutationen und dann haben wir die Sache nicht mehr im Griff. Das heißt, auch wenn wir nicht aus Solidarität schon das weitergeben sollen, dann sage ich, nobody is safe until everybody is safe. Das ist der Satz, den man dort an. Dann wenigstens deswegen. Dann sollte man es eben aus Egoismus machen, wenn nicht schon aus Solidarität. Die zweite Ursache ist aber eine wirtschaftliche. Wir wissen nämlich ganz genau, dass wenn wir diese Pandemie nicht weltweit bekämpfen, dann verlieren wir wirtschaftlich gesehen Milliarden jedes Jahr dadurch. Und der dritte Punkt, und das ist die Ursache, die mir nun sehr am Herzen liegt, wir haben uns für Solidarität eingesetzt. Menschen in verschiedenen Ländern, ob das nun in Afrika, Zentral- oder Südamerika ist, die eine ganz andere sanitäre Bedingungen haben, ist es für uns eine Verpflichtung, solidarisch zu sein. Unsere Verantwortung ist es. Und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgebracht gegenüber dem, was Frau von der Leyen gesagt hat bei uns in der grünen Gruppe, dass sie eben diese Patentrechte, diese Eigentumsrechte nicht aufheben wollen. Heute gibt es noch eine Ratssitzung über diese Agreements. Und die Kondition ist, statt der Unterstützung, dass eben diese Rechte aufgehoben werden, damit jedes Land sich diese Impfstoffe auch leisten können, vielleicht auch selbst produzieren sogar, dann sitzen sie wirklich sehr stark auf diesen Patentrechten. Wir brauchen dort einen Paradigmenwechsel im Bereich der Gesundheit. Wir können dort nicht diesen großen Pharmakonzernen weiterhin ausgeliefert sein. Wir müssen viel mehr, wenn es um öffentliche Gesundheitsfragen geht, eben sagen, das ist eine öffentliche Frage. Impfstoffe, Arzneimittel dürfen keine Hehlerware werden. Also die Preise dürfen noch nicht nach oben gebracht werden. Noch eine letzte Frage an Sie. Sie haben ja schon gesagt, dass es nun einen gewissen Versatz gibt, eine gewisse zeitliche Versetzung und die ist schlecht in der Impfkampagne. Aber es gibt viele Menschen in Luxemburg, in Europa, die auf ihre Impfstoffe warten und hoffen, dass sie halt demnächst eben an der Reihe sind, auch in den verschiedenen Impfhierarchien, die aufgesetzt werden. Das bedeutet aber auch andererseits, dass wir in unserer Bevölkerung sagen müssen, nun, hören Sie uns zu, Sie zum Beispiel und ich, wir gehören nun nicht in die Kategorie 1 oder 2 der Personen, die nun geimpft werden sollen, prioritär. Dann müssen wir ein halbes Jahr oder ein Jahr länger darauf warten, bis wir diese Impfstoffe bekommen können, weil wir solidarisch sein müssen gegenüber anderen Regionen der Welt. Und dafür stehen Sie ein. Nun, wir haben genügend Dosen für die Europäische Union, mehr als 2,3 Milliarden. Also Frau Galine hat ja, aber es ist doch ein bisschen sozialkapitalistisch zu sagen, so, wir impfen erstmal uns, bis alle durch sind und dann kommen erst die Armen dran. Das ist die falsche Strategie, ja. Andererseits müssen wir aber dann auch sagen, im Zweifel, dass wir dann ein Jahr länger warten müssen, bis wir dran sind, um eben diese allgemeine Strategie weiter zu verfolgen. Nun, die Verbindung, die Sie dort machen, geht aber nicht auf. Wir müssen, ich sage ja, dass wir die Eigentumsrechte aufheben und parallel aber weiter produzieren, damit eben auch diese Länder sich die Impfstoffe leisten können. Sie haben es schon gesagt, derzeit ist die Situation die folgende, dass die 10 reichsten Ländern 95% der Impfstoffe sich unter den Nagel gerissen haben zumindest oder bestellt haben. Aber wenn wir jetzt diese Eigentumsrechte aufheben würden, dann könnten auch andere Unternehmen diese Impfstoffe produzieren und wären nicht so abhängig von diesem ganzen System. Frau Galine hat gesagt als Ursache, und es geht ja auch um Produktionskapazitäten, die man haben muss. Natürlich, klar. Aber ich bin davon überzeugt, dass es die Möglichkeiten geben würde. Denn derzeit sagen wir so, es gibt einen Impfstoff, der 5 oder 12 Euro kostet. Sagen wir, na gut, das kann man sich leisten. Da sage ich auch, dass die Kommission dort einen guten Preis verhandelt hat. Es gibt immer noch Impfstoffe, von denen wir den Preis noch nicht kennen, wie Herr Ryan schon sagte. Das ist nach wie vor gesperrt in den Verträgen. Aber dann gäbe es doch die Möglichkeit zumindest, dass das gekauft werden kann, wenn denn mal genug produziert wird. Das heißt, es ist nicht, weil wir diese Eigentumsrechte aufheben, dass wir dadurch auf irgendetwas verzichten müssen. Das ist nicht der Fall. Frau Metz, vielen Dank dafür, dass auch Sie sich zu diesem Austausch bereit erklärt haben und nun etwas später in diese Ratssitzung kommen, die von Herrn Liese geleitet wird. Ich habe noch eine ganz letzte Frage an Herrn Pletschert.
Vielen Dank, dass Sie teilnehmen an unserem Austausch. Vielen Dank auch. Herr Pletschert, es geht nun um diese Eigentumsrechte. Ist das eine Frage der Zeit, bis die dann fallen, sozusagen, als Abschlussfrage? Nun, ich bin da recht optimistisch, denn ich möchte dort auch gerne Ihnen mitteilen, denn es gibt ja schon sogenannte Abschlüsse zwischen AstraZeneca und dem Institute of India, dem Institut Butantan in Brasilien, dass mit unterschiedlichen dort eine Fabrik Instituten auf der auch in ganzen Südafrika Welt, weiter aufgestellt wird und Industries Químicas Nacional in Argentinien und so weiter. Freiwillige Lizenzen gefunden. Diese Länder möchten zunehmend produzieren. In Indien wird zusätzlich bereits geimpft. Die Frage stellt sich, ob das etwas ist, was die anderen Firmen auch vielleicht interessieren könnte. Ja, ich glaube, dass das eine sehr spannende Frage ist und die schnell gelöst werden muss. Da wir unter Druck geraten, sollten wir nicht doch eher Impfungen aus China kaufen oder den russischen. Frau Gallina hatte vorhin etwas leichtherzig gesagt, das wäre nichts Richtiges, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Diese wissenschaftlichen Anstrengungen in diesen Ländern sehr bedeutend sind und dass man wirklich darauf zurückgreifen könnte. Und das wäre eigentlich auch die Lösung, um dieses Problem auf globaler Ebene zu lösen. Wir haben ja auch bereits Veröffentlichung von allen Impfstoffen. Und hier gibt es das Versprechen der Industrie, auch so viele Millionen Dosen geliefert zu bekommen. Seit 2 Wochen wurden Verträge abgeschlossen. Mit COVAX zum Beispiel über 14 Millionen. Die Industrie ist aber nicht in der Lage, das zu liefern, was gebraucht wird. Das haben wir auch mit den Verträgen mit der EU gesehen. BioNTech zum Beispiel 100 Millionen Impfungen pro Monat. Das kann nicht produziert werden. Wir haben uns irrführen gelassen sozusagen. Die öffentliche Kontrolle dieser ganzen Kontrolle ist einfach zu schwach. Wir haben die Forschung finanziert. Da möchte ich zum Schluss noch einmal darauf zurückkommen. Und wir reden hier von mehreren Milliarden, sondern haben wir auch einen Teil der Produktion produziert. Diese ganze Impfstrategie kommt durcheinander. Und das bedeutet ganz konkret, dass täglich so viele Tausende Europäer sterben. Das ist nicht okay. Wir sind in einem Notstand und aus diesem Grund sollten wir die Kontrolle der Pharmaindustrie verschärfen. Ich möchte Sie hier kurz unterbrechen. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich verstehe auch nicht, warum die EU unter Euratom Atomreaktoren hat, aber es in den letzten 30 Jahren nicht geschafft hat, ein Impfstoffforschungsinstitut aufzubauen, so wie die Amerikaner zum Beispiel gemacht haben. Das muss sich fundamental ändern, da unser Gesellschaftsmodell die nächsten 15 Jahre ansonsten nicht überleben kann. Das ist ganz interessant. Da nehmen wir Frau Gallina auch bei ihrem Wort, dass in der EU etwas passieren muss in dieser Hinsicht. Die EU und die Kommission sind ja da auch in einer guten Position. Und hier haben wir auch unseren Kollegen von der Kommission, Stefan Koppelberg. Ich überlasse Ihnen das Schlusswort. Ich danke unserer Runde. Merci Unirsch, merci aux traducteurs pour cet échange. Ich möchte mich an dieser Stelle gerne bei allen bedanken und Herrn Koppelberg das Schlusswort überreichen. Es war ein sehr interessantes Thema. Es tut mir sehr leid, dass ich aufgrund meiner Euphorie und Interesse an diesem Thema vielleicht etwas überzogen habe. Vielen Dank, Frau Lehnert, dass Sie so lange geblieben sind und auch Frau Metz, Herr Pletschert.
Vielen Dank, Herr Koppelberg. Sie haben das Wort. Ich lasse Sie abschließen. Ich danke auch allen, die gesprochen haben und auch den Teilnehmern, die dabei waren, für diese Veranstaltung. Es war ein sehr interessanter Austausch. Es ist sehr viel diskutiert worden, auch durchaus kontrovers, und das ist gut. Wir haben auch gehört, viel mehr muss getan werden, auch auf europäischer Ebene. Trotzdem höre ich auch in einem Einigkeit, wie in Europa der Pandemie begegnet wird, ist eine Erfolgsgeschichte, und zwar, weil alle hier gemeinsam handeln. Alle Staaten der Europäischen Union, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission. Und so haben wir jetzt eben Impfstoffe. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir müssen den Ärzten, Pflegekräften und auch der Forschung sehr viel danken. Aber wir müssen auch alle weiterhin selber aufpassen, ist auch gesagt worden. Und wir können auch alle selbst etwas tun. Ich glaube, wir haben auch eine Folie dazu, denn wir müssen uns alle schützen. Wir uns selber und alle anderen. Und zum Beispiel auch, indem wir eine Maske tragen. Ich weiß nicht, ob wir die Folie mit der Maske haben. Jedenfalls, wenn Sie uns an die Europäische Kommission eine E-Mail schreiben, an die Adresse, die jetzt eingeblendet wird, dann kriegen Sie in ein paar Tagen Post mit einer Maske, die auch einen Hinweis enthält auf die erfolgreiche europäische Solidarität. Ja, damit danke ich allen, die teilgenommen haben, noch einmal ganz herzlich. Frau Ministerin Lehnert, den Europaabgeordneten Peter Liese und Tilly Metz, Michel Petschet und unsere Kollegen von der Europäischen Kommission, Sandra Gallina und John Ryan. Ganz herzlichen Dank. Vielmals merci für Ihren Interesse. Bleibt gesund. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund. Dankeschön.